Habe Dere und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, dem besten, manche sagen nur bayerischen, ich sag dem besten Podcast der Welt. Heute ist wieder mal besonders, nicht wegen dem Gelächter von Mike jetzt gerade, der ist natürlich dabei, aber wir haben aber was anderes Besonderes dabei. Wir haben wieder eine Folge mit einem Gast. Und zwar ist bei uns heute im Studio, im virtuellen Studio leider nur, der gin-tastische, Whisky- und Rumbrauende, Essig- und Senf zaubernde Blutwurzler, der Stefan Penninger am Start. Servus Stefan. Ja, habe die Ehre. Hey. Grüß dich, grüß dich. Grüß dich gut, schön, dass du da bist. Servus. Was treibst du denn bei uns, Stefan? Ja, ich war da. Mein Bier ist auch da, ja. Was treiben wir heute? Reden wir über einen Film oder was? Wir können auch über irgendein Gin-Tasting von dir schmerzen, mir ist wurscht. Aber nein, du, das ist Arbeit, das darf ich gerne bleiben lassen. Nein, wir schmerzen über einen Film, wo wir uns ausgemacht haben. Das machen wir auf alle Fälle, aber erst, da ich mal sagen, für die Leute, die noch nicht von deinen köstlichen Sachen probiert haben, verzeih doch mal, wer du bist und warum man dein Zeug saufen soll. Also ich bin der Penninger Stefan, ich bin der Blutwurz brennende, Whisky brauende, was hast du noch gesagt? Gin-tastisch bist du. Gin-tastische, genau. Nein, also ich bin quasi ein Schnapsbrenner aus dem Bayerischen Wald, aus Niederbayern, aus dem unteren Bayerischen Wald, aus Walkirchen seit kurzem. Ich habe ganze Zeit lang habe ich in Regensburg gewohnt und studiert und habe da meine Frau kennengelernt und ich glaube, ich war insgesamt 11 Jahre in Regensburg. Habe da auch die Anfänge vom Hardline mitgekriegt. Also da hat es noch kein Festival gegeben, da war es noch einmal im Monat laufende Veranstaltung und da habe ich es ungefähr so alle 4 Monate habe ich es einmal geschafft, da wir hingekommen sind. War aber damals schon recht witzig. Nach dieser Zeit in Regensburg bin ich dann quasi in die heimischen Gefilde wiedergekommen, in Wald rein, bin in die Familienbrennerei eingestiegen und seit 2017 bin ich da jetzt auch quasi der Head Honcho, also derjenige, den sie immer rufen, wenn irgendwas nicht hinhaut. Und genau, also wir haben der Penninger Blutwurz ist, denke ich mal, unser bekanntestes Produkt. Das haben wir wirklich deutschlandweit ziemlich weit im Verkauf. Mein erstes Baby war eben der Granit Gin, wo wir quasi zum ersten Mal so ein kleines Pflänzchen gehabt haben, da haben wir quasi aus dieser niederbayerischen Traditionsbrennerei mal so ein bisschen was anderes, ein bisschen was Moderneres macht. Und weil die Leute gewonnen haben, dass das eigentlich ganz leibend ist und sich der recht gut verkauft hat, haben wir dann gesagt, na gut, wenn das hinhaut, dann haut der nächste Schmarrn bestimmt auch hin. Und dann haben wir angefangen, dass wir uns eine große neue Whisky-Brennerei bauen. Die Idee dazu haben wir 2015 gehabt und hat dann bis 2018 gedauert, bis wir überhaupt mal loslegen haben können mit dem Bauen. Und 2020 haben wir dann umgezogen in die neuen Gefilde, in die neue Whiskybrennerei und das war lustig, weil das war die erste Woche vom ersten Lockdown. Das war Wahnsinns-Timing. Was schon 5 Jahre reißt den Hax aus und dann, Ella Batch. Dann habt ihr wenigstens gleich mal so 3 Jahre gereiften Whisky verkaufen können, oder? Ja, freilich. Also die ersten 2-3 Wochen habe ich mich noch recht gefreut, weil war schon nicht viel los und keiner rennt mir die Bude ein und ich kann meine Story vom Soft-Opening verzeihen und so weiter und so fort. Aber nach 3 Wochen Lockdown war es halt dann, also wir waren jetzt da, die Leute kannten kommen, haben aber nicht gekommen. Ich meine, ich war da recht vorsichtig und so weiter und so fort. Also so schlimm war das gar nicht für mich jetzt persönlich. Mhm. Aber natürlich war die Situation scheiße. Aber wo ich mich dann auch im Nachhinein sehr, sehr gefreut habe, ist, dass ich nämlich mir eingebaut habe, dass ich unbedingt ein eigenes Kino haben möchte in der Brennerei. Wir sind ja recht viel umeinander gefahren und haben uns andere Brennereien und andere Besucherzentren angeschaut. Und die haben natürlich alle immer irgendwie so einen Videoraum oder so einen Film oder so ein Image-Gedöns gehabt und so weiter und so fort. Aber die waren meistens mehr schlecht als recht, beziehungsweise diejenigen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, waren halt die halt ein richtig geiles Kino dabei gehabt haben.
Und zum Beispiel in Schottland gibt es so eine Küferei, also so eine Fassbinderei, und die hat so ein richtiges, fettes Art Deco, weinrote Vorhänge, Gold überall und so Trassen, Zeugs, und das hat mich so imponiert, da habe ich gesagt, ja geil, ich will auch ein richtiges Kino haben, nicht bloß da irgendwie so ein paar Bierbangen hingestellt und einen 45 Zoll Fernseher, wo in SD-Auflösung irgend so ein 30 Jahre alter Film läuft, sondern nein, ich will das schon geil machen. Und da bin ich jetzt sehr, sehr happy, weil jetzt habe ich einerseits ein Privatkino für mich und die Mai, und andererseits können wir halt auch so Leute wie zum Beispiel euch fürs Hardline Away quasi bei uns beherbergen. Ist leider sehr schade, da man da über die Hälfte oder eigentlich fast alle Filme gar nicht drehen dürfen, weil die natürlich wieder irgendwie einem ganz schlimmen Embargo unterliegen. Aber zum Beispiel letzte Woche der Jonas Köck, das ist einer aus der Maut, der ist Kameramann, der ist, glaube ich, jetzt aus Landshut, und der hat Kamera geführt bei der Amazon Prime Doku Das letzte Tabu über Homosexualität im männlichen Profifußball. Und da hat er quasi auch so eine erste Familienpremiere bei uns gemacht. Und nächste Woche hat der bayerische Mystery-Thriller Hundswut hat Medienpremiere bei uns. Da kannte übrigens, da fällt mir jetzt gerade ein, ihr seid ja da quasi Bleeding Edge Medium dafür. Mystery, Thriller aus dem Wald. Da muss ich mal an Benny Bescheid geben, dass ihr da unbedingt eine Einladung kriegt. Ja, mach das mal. Da geht es ja quasi drum, also nur ganz kurz, dass im Bayerischen Wald der 1930er Jahre, also aufkommender Nationalsozialismus und so weiter und so fort, und dann kommen halt unerklärte Todesfälle. Und ich glaube, sie wissen gar nicht so sehr, ist das jetzt irgendwie, dass ein Wolf da den gerissen hat oder angefallen hat, oder sind das irgendwelche Serienmörder oder irgendwas, und dann kommt nur irgendwie so eine dubiose Inzestgeschichten mit rein und der Pfarrer und am Schluss holt ein Hexenhammer wieder raus. Und ja, also ganz so, wie man es aus dem Wald eigentlich sich so denken kann. ja, das ist heute auch nur so. Ja, freilich. Also ich meine, ich gehe nicht, also wenn ich zum Langlaufen gehe, so abgeronet, das ist da vorbei. Also nur mit Bibel und mit Weihwasser. Ich gehe einfach gleich gar nicht laufen. Aber ich rede schon wieder so brutal viel, gell? Ihr müsst so mal reingrätschen, wenn ich jetzt dann wieder anfange. Das passt schon, für das haben wir die eingeladen. Ja, genau. Also wie gesagt, in unserem kleinen 24-Sitzer-Kino haben wir schon etliche Deutschland-Premieren hinter uns gehabt, und jetzt haben wir dann sogar eine Weltpremiere, wenn man das sehen möchte. Sehr cool. Geil, ja. Wie lange gibt es denn eigentlich am Penninger schon? Die Brennerei selber, oder beziehungsweise die Firma gibt es seit 1905. Mein Uropa, der hat aus dem benachbarten Rottal in den Bayerischen Wald eingeheiratet. Der war damals quasi schon schwer vermittelbar, ist über Hochzeiterin, ist das arrangiert worden, dass mein Uropa meine Uroma geheiratet hat, weil er war schon irgendwie biblische 26 Jahre alt und sie war mit 28 eigentlich auch schon lang drüber. Alles drüber gehen. Also das war eigentlich, dass sie in der kurzen Zeit dann noch 4 Kinder gekriegt haben, das hat alle überrascht, aber anscheinend haben sie sich ein Hobby mit mir geteilt, nämlich das gern schmusen. Und dann... Jetzt beim Psufferschmusen drum haben sie zum Schnapsbrenner angefangen. Und also er war eigentlich ein kleiner Metzger und sie war Wirtsfrau, und er wollte dann eigentlich eine Metzgerei aufmachen in Hauzenberg, und das hat ihm der damalige Stadtrat aber nicht gestattet mit dem kurzen, aber schlagkräftigen Argument, sie haben schon 8 Metzger und sie brauchen keinen 9. Und erst recht dann keinen dahergelaufener vom Rottal. Und dann hat er sich halt überlegt, dass er quasi, wenn es so viele Metzger gibt, dann macht er was die Metzger brauchen. Und dann hat er angefangen, quasi, dass er seinen Essig macht. Also als Essigbrauerei und Wirtshaus hat die Firma Penninger angefangen. Und erst in den 1920er Jahren, wie mein Uropa dann aus dem Ersten Weltkrieg heimgekommen ist, haben wir quasi dann mit dem Schnapsbrenner angefangen. Ja. So lange Ding schon. Ja, ich bin 5. Generation, gell? Das stark. Sie. Ja, aber so, wie hast du schon gesagt, wir waren ja schon bei dir, weil du letztens da dankenswerterweise ein für ein paar Filmchen. Und so wie dein Ding hergerichtet ist, glaube ich, wird das noch ein Generationchen überstehen. Ja, das war zumindest der Plan, gell? Weil wie die katholische Kirche und die anderen hohen Geister, ich bin immer so geil auf so spirituelle und sakrosankte Metaphern und Analogien, denken wir natürlich auch in Generationen, gell? Logisch. Und wenn das für mich gerade gut genug ist, dann soll es für meine Nachfolger hoffentlich dann auch quasi der Fels sei, auf dem sie ihre Brennerei bauen können.
Auf alle Fälle ist allein schon ein Besuch bei dir drin, wirklich Augenweide aus Sicht von einem Schreiner, weil ja die Inneneinrichtung wirklich der Wahnsinn ist. Also jeder, der da mal in die Richtung kommt, der soll sich das auf alle Fälle mal von innen anschauen. Nicht bloß sauber einkaufen, sondern sich auch die Architektur da drinnen mal anschauen, weil es ziemlich geil gemacht ist. Ja, unser Schreiner hat auch ziemlich bliert, wie er da die Decken aufgezimmert hat. Glaube ich sofort. Wenn ich bei euch drin bin, kann ich gar nicht ratschen mit den anderen. Ich muss immer auf die Decke schauen, wie er das gemacht hat. Ja, die haben irgendwie, ich glaube, 3 oder 3,5 Wochen hat er geplant und ich glaube, über 8 Wochen waren es dann am Schluss dort, bis sie es fertig gehabt haben. Aber da hat er dann auch gesagt, ja, okay, das war ein bisschen länger, wenn man wieder gemeint hätte, aber das ist so geil geworden, das langt jetzt mal für die nächsten 20 Jahre. Erstmal die letzte Brauerei, die wir ausbauen. Ja, ich hab nicht vor, da ich noch eine baue. Da gibt es nicht noch irgendwas, was du einsteigen möchtest? Ja, freilich gibt es 1000 Sachen, wo ich gerne machen möchte, aber ich komme mit dem, was ich jetzt schon habe, schon nicht zurecht. Möchtest du vielleicht noch wegen Metzger anfangen? Jetzt hast du vielleicht nur die Chance, dass du wegen Metzger jetzt, nachdem sie mir ja den Namen der veganen Metzgerei schon weggenommen haben, gibt es für mich eigentlich nichts mehr zu erreichen. Gell? Ja, dann machst du einen veganen Eierlikör. Kein Kommentar. Der ist schon vegan, oder du möchtest es nicht sagen, weil er sonst kann ich mehr kaufen. Nein, der ist nicht vegan, aber ein veganer Eierlikör ist tatsächlich gerade so ein heißes Thema in der Branche und es kann tatsächlich kommen, dass veganer Eierlikör oder so ums Eck schaut. Da bin ich ja gespannt. Also probieren da auf alle Fälle. Ich habe schon ein paar so vegane Eiersatzddinger probiert. Das Einzige, was für mich noch Ei geschmeckt hat, war der Eiersalat, der vegane. Das ist echt teilweise irgendwie gruselig, wie sie das hinkriegen. Und dann habe ich noch irgend so Pulver gezeigt, so zum Aufrühren probiert, aber das hat geschmeckt, als der nassen Karton essen, da war ich raus. Ja, das ist leider sehr schwierig. Also, deswegen bin ich schon neugierig, was das wird dann. Du kriegst schon viele Sachen tatsächlich auf vegan umbaut und dann schmeckt es auch mal besser, mal schlechter und in letzter Zeit eigentlich immer besser, aber du darfst halt echt nicht auf die Zutatenlisten schauen, sondern einfach nur genießen oder nicht, aber nicht nachschauen, was da drin ist, weil da wird da halt leider dann tatsächlich ganz anders. Andererseits, was an Hormonen und Umweltgiften und sonstiger Krampf im Fleisch drin ist, das steht natürlich auch nicht am Backel drauf, also ist ein bisschen ein unfairer Vergleich. Ganz genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass er das alles nicht viel nimmt, dass eigentlich wurscht ist. Ja, und besonders wenn wir einen Alkohol auch noch trinken, dann brauchen wir uns, glaube ich, über Gesundheit nicht mehr lange unterhalten, von daher ist es wurscht. Ich wollte gerade sagen, jetzt Wochenende mit einer Schachtel Kippen im Maul und einem Kasten Bier im Hirn umeinander laufen, aber dann vom gesunden Essen schmerzen. Du, da ist ein Stabilisator drin, der ist ganz schlecht für deine Fortpflanzung. Ja, trinkt einen Wodka-Bull. Genau, und übrigens, wenn du aufs Klo gehst, dann steht der Schammerl unter, weil das ist ungesund für den Darm. Ja, davon reden wir jetzt nicht. Aber ich muss zugeben, ich habe ja Kinder, wie gesagt, und wir haben immer ein Hockerl bei uns im Klo drin. Und grundsätzlich brauchst du unbedingt. Wird ja empfohlen, aus dem Bierchen der Schaum mit dem Darm. Also es spiegelt ja dann die natürliche Gacki-Haltung wieder. Ja, also wie gesagt. Also der Mike geht nur so aufs Klo, hat er gesagt. Alles für Gesundheit. Da nur noch ein Loch im Boden, der Mike, und er geht gerade noch so aufs Klo. Ja gut, wenn du wüsstest, wo ich wohne, und wundert es dich nicht. Also das Loch, das wird hin und wieder mit durchgeschwappt und das war's. Also so ein kleines Schaufel daneben. Ja, genau. Wir brennen es dann einmal in der Woche aus, weißt du, wie bei Jarhead oder so. Aber genug vom Alkohol. Ja. Gehen wir mal aufs ursprüngliche Thema, für das wir den Podcast einmal gegründet haben. Wobei Alkohol ist schon so ein Thema, weil ich glaube, nüchtern kann man uns nicht anhören. Ich wollte es gerade sagen, ja. Es hilft zumindest. Stefan, was hast du denn für einen Film mitgenommen und wieso ist er gerade der Film geworden? Also ich habe heute einen Klassiker dabei, der meine große Leidenschaft zum Science-Fiction mit dem, was uns zusammengebracht hat, verbindet, nämlich mit dem Horror-Genre. Und zwar den Klassiker aus dem Jahr 1997, Event Horizon, mit dem geilen deutschen bzw. Untertitel Am Rande des Universums. Wie gesagt, 1997, das ist eine Zeit lang her. Der hat jetzt, glaube ich, 25-Jähriges schon ein bisschen hinter sich. Da ist dann nur ein Blu-ray rausgekommen mit so einem Special Cut. Hat den Film jetzt marginal besser gemacht, sagen wir mal so. Also, wenn man von einem Klassiker spricht, gleich mal vorab, das sind dann meistens nicht die Filme, die All-Time Evergreen beste Filme aller Zeiten sind. Aber er hat was geschafft und deswegen finde ich ihn eigentlich sehr, sehr interessant, dass er nicht so ein instantaner Mega-Klassiker ist, wo jeder sagt, boah, geil, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Aliens oder Starship Troopers, kommt, glaube ich, selbes Jahr oder im Jahr davor war Starship Troopers. Also so Filme, die jeder kennt und wo man einfach sagt, geil. Aber der hat sich
25 Jahre lang später, wenn man bei Reddit ein bisschen mitschaut, bei den Science-Fiction-Subreddits oder so, irgendwann kommt wieder und sagt einer Event Horizon aus und also, yeah, Event Horizon, voll geil, voll geil. Und was ich an dem Film ursprünglich total beschissen gefunden habe, wenn ich ihn im Kino angeschaut habe und was mir jetzt aber ziemlich flasht, ist, dass er eigentlich schon ziemlich viele Genres miteinander kombiniert. Jetzt der Vergleich zu Shining tut sich da natürlich immer aufdrängen bei so genresprengenden Filmen, diese weit, weit weg davor. Aber wie gesagt, dass du halt von vielen unterschiedlichen Genres, aus vielen unterschiedlichen Filmen, dass du diese Anleihen in diesem Film immer wieder erkennst. Und wie gesagt, beim ersten Mal fand ich das total scheiße, weil ich wollte natürlich einen total originären, neuen Dingsfilm. Und ich meine, der ist ja 97, der ist ja auch geteasert worden im damals frühen Internet und auf Trailern. Da hast du echt gemeint, jetzt kommt der neue Aliens. Und alle so, boah, jetzt war Starship Troopers und der war schon so geil. Und jetzt kommt das mit dem geilen Trailer, boah, das wird der absolute Hammer. Und das hat er halt leider so nicht erfüllen können. Und wie gesagt, als ich ihn zuerst gesehen habe, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht oder fast sauer. Aber jetzt, wo ich halt im Laufe der Jahre wieder angekommen bin, also das ist so ein Film von der Kategorie, je länger das den hinlegst, umso besser wird er. So ist er damals, glaube ich, auch gepitcht worden, oder? Als Shining im Weltall. Ja, genau. Und halt auch schon das Poster, ich höre es einmal her, das ist natürlich für Podcast immer schwierig, aber ich beschreibe es einmal, wenn ich es finde. Das Poster ist halt schon so, da siehst du ein geiles Raumschiff, das so eine Mischung ist aus, keine Ahnung, Borg aus Star Trek, oder? Ja, es hat es schaut so aus wie ein klingonischer Bird of Prey, vorn drauf geschnallt mit so einem übergroßen C3PO-Kopf. Aber eigentlich geiles Raumschiff. Also ich meine, ich kenne wirklich ganz, ganz viele Raumschiffe und die Event Horizon ist eigentlich schon ein echt geil designtes Raumschiff. Und aber halt ist dann... Ist das nicht auch vom gleichen Studio, die Star Trek gemacht haben? Oder? Ja, genau, der ist von Paramount. Das war dann in der Machung dann tatsächlich auch ein Problem, weil sie wollten sie natürlich nicht einen Konkurrenten zu Star Trek mit einholen und sie wollten aber natürlich auch dadurch, dass sie die Star Trek Studio oder das Star Trek, ich weiß nicht, wie nennt man das eigentlich? Was ist Paramount? Das ist ja kein Studio. Paramount ist ja ein Verleiher, genau. Also glaube ich Verleiher, ja. Auf jeden Fall, Paramount wollte halt quasi dann aber auch nicht, dass sie sich sozusagen mit so einem groben Splatter-Horror sozusagen einer Star Trek Legacy ein bisschen kaputt machen. Und das war dann noch natürlich ein bisschen schwierig für die Filmcrew, das da ein bisschen zum Bringen. Und da unendlicher Raum, unendliche Angst. Dum, dum, dum. Also da haben sie schon echt die ganz große Klaviatur des Marketings und das eigentlich haben sie brutales Overselling gemacht, was der Film dann halt leider eigentlich nicht halten hat können. Aber wie gesagt, er ist 25 Jahre später ein absoluter Fan-Liebling geworden und ein absoluter Klassiker geworden und können wir da nochmal reingehen, warum sie das so entwickelt hat. Ich habe ihn damals im Kino nicht gesehen, aber ich habe ihn zum ersten Mal von dem Film erfahren in der Movie Star in der Zeitung. Und da hat es eben geheißen, ja, ist ganz okay so. Und ein Film wäre genial, gäbe es da nicht 2 Filme, und zwar Alien und Hellraiser. Und allein schon, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich muss diesen Film sehen. Wenn ein Film Vergleiche zirkt mit Alien und Hellraiser, dann muss das Wahnsinnsding sein. Und ich habe ihn aber leider erst Jahre später dann im Fernsehen gesehen. Ja, genau. Also sie haben sie an sehr, sehr vielen anderen Stellen haben sie eben online geholt und die funktionieren für sich ja eigentlich auch ganz gut. Aber wenn du die anderen Filme alle gesehen hast, dann denkst du halt, ja, schon geil, ja, das ist so, kannst wie Hellraiser singen und wie gesagt, wie Shining und so weiter und die Szene haben es da geklaut und die Szene haben es dort geklaut. Aber wie gesagt, dadurch hat er halt eigentlich schon auch seinen eigenen Charme. Wollen wir vielleicht mal erzählen, um was da geht, eine kleine Synopsis. Unbedingt, weil sonst reißt uns der Korbi wieder einen Arsch auf. Ja, ich wollte gerade sagen, weil beim letzten Ding mit dem Ritchie haben wir es vergessen, dass wir genau verzeihen, um was das geht. Es ist zwar eigentlich zum Raushören, das hat der Korbi wieder nicht verstanden. Aber das machen wir jetzt nicht nochmal. Korbi, bitte, jetzt gibt es eine kleine Inhaltszusammenfassung. Also vielleicht wird, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfasse, wird bei euch dann schon an der einen oder anderen Stelle wird's dann schon klingeln und dann eigentlich genau das rauskommen, warum der Film jetzt eigentlich so rezipiert wird, wie er rezipiert worden ist. Also es beginnt natürlich damit,
dass ein Raumschiff erst einmal verschwindet und niemand weiß, wo es hingekommen ist. Angeblich halt ein Forschungsschiff, das halt irgendwie noch zum Pluto oder zum Neptun geschickt worden ist. Und es verschwindet halt dann. Und Jahre später taucht dieses Raumschiff halt dann wieder auf, völlig unerwartet und keiner weiß, wo es war und was los ist und so weiter und so fort. Und es wird natürlich ein Rescue-Team geschickt, das natürlich mit einer multinationalen Crew, genderdivers und mit unterschiedlichen Ethnien und so weiter, wird natürlich hingeschickt. Also da haben wir auch schon wieder... Und das ist schon die 90er? Ja, das war damals schon, ich meine, das hat ja im Endeffekt Star Trek 1966 pioniert, wenn man das so schön sagen darf. Ja, ein Glück war, dass es noch kein Facebook gegeben hat für Hasskommentare. Ja, die haben damals noch nicht cancelled worden, sondern es war damals noch Bleeding Edge quasi. Na gut, also wir haben halt eben dieses Schiff, das Schiff heißt Event Horizon, natürlich die Analogie zum quasi Ereignishorizont bei einem schwarzen Loch. Der Event Horizon ist quasi diese Grenze, ab der ein Partikel oder eine Lichtwelle oder irgendein quasi der Gravitation von dem schwarzen Loch nicht widerstehen kann und quasi eingesaugt wird von dem schwarzen Loch. Eigentlich so der helle Kreis um das eigentliche Loch, oder? Den man ja selber nicht sieht, weil er das Licht schluckt, aber man kann es halt eben sozusagen in anderen Lichtspektren, kann man es, glaube ich, anschauen und anhand, wie sozusagen die Raumzeit gekrümmt wird. Ich habe gerade letzte Woche Oppenheimer gesehen und da drücken sie sich alle viel eloquenter aus, was Quantenphysik angeht, wie ich jetzt. Ja, aber die haben ja studiert auch. Ja, eben. Die haben studiert und außerdem haben die ein Drehbuch und ich rede jetzt quasi ins Reine. Hast du das Skript vom Corby nicht gekriegt? Das war in dem Kuvert drin, wo das Demogate drin war, oder? Müsste da drinnen sein, gut, das verschickt man immer miteinander. Ja. Also, holen wir es mal zurück. Also die Event Horizon taucht auf und es wird ein Schiff, quasi ein kleines Rettungsschiff, wird geschickt mit irgendwie so 8 oder 10 Leuten drauf und natürlich jeweils so Mission Specialist und ein Captain und so weiter und so fort. Und der Captain Miller wird gespielt von Lawrence Fishburne. Guter Mann. Was natürlich damals auch schon, also den hat man schon kennt, das war noch vor Matrix und der Lawrence Fishburne hat selber auch gesagt, dass quasi ohne Event Horizon, glaubt er, wäre er nicht für Matrix gecastet worden. Insofern sind wir froh, dass es diesen Film gegeben hat. Dann als der ein bisschen komische, später dann unheimliche Wissenschaftler Dr. William Weir, Sam Neill. Und Sam Neill ja damals schon Jurassic Park Megastar. Also, dass das Sam Neill in einem Science-Fiction-Film anheuert, das war extrem ungewöhnlich. Das war ungefähr so ungewöhnlich, wie dass Whoopi Goldberg in so einer komischen Weltraum-Fernsehserie auftaucht ist. Also hat keiner gewusst, warum oder wie das gekommen ist, aber natürlich geil. Und heute gibt es halt diese Crew und dieser Dr. Weir, der ist jetzt ein bisschen Außenseiter, weil, es kommt später raus, er hat die Event Horizon konstruiert und diesen Reaktor, der die Event Horizon sozusagen auf eine Lichtjahre weite Reise hätte schicken sollen. Und er kommt halt jetzt mit, weil er das Raumschiff gut kennt und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Ist halt sein Baby. Genau, das ist sein Baby. Dieses kleine Rettungsschiff, das schicken, die heißt Lewis and Clark. Das hat tatsächlich weniger was mit Superman zu tun, sondern mehr mit dem Namensgeber von Superman. Ja, habe ich auch gemeint. Aber ich habe mich dann erinnert, Lewis and Clark war eine Expedition in den 19. Jahrhundert von der Westküste, von der Ostküste Amerikas tatsächlich die Westküste zu erreichen. Also so richtig Border, Frontiers, Indianergebiet und so weiter und so fort. Und nachdem haben sie eben dieses kleine Raumschiff benannt. Ja gut, also die Lewis and Clark fährt da eben hin, findet die Event Horizon in eigentlich relativ, also die ersten computergenerierten Effekte und so weiter waren ziemlich geil, also die halten auch heutzutage noch echt gut mit. Also natürlich nicht mehr brutal, aber es ist nicht grob, sie schauen wirklich noch gut an zum Schauen. Dann finden sie eben dieses Schiff. Und dann kommen sie auf das Schiff und möchten halt rausfinden, was da los ist. Und ich und viele andere haben halt gemeint, ja geil, da kommen sie aufs Schiff und dann sind dann Aliens oder ein Alien und dann metzelt es halt die Leiterei noch nieder und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich der Fall, dass dann der Reihe nach die Crewmitglieder sterben.
Und schon erstmal, wie sie dieses Raumschiff erkunden, ist natürlich super spooky gemacht, auch mit ein paar Jumpscares und so weiter. Ich hasse eigentlich Jumpscares, weil da bin ich ganz, ganz empfindlich. Aber mit dem haben sie es halt gemacht und man sieht halt ein paar extrem gruselige Szenen, dass halt irgendwie so Leichenteile an der Wand kleben und halt so bioorganische, halt so Gewebe an der Wand von dem Raumschiff klebt. So wie man es später eigentlich erst in Doom, dem Computerspiel Remakes und so weiter gesehen hat. Doom, das Original, war ja tatsächlich noch wesentlich früher. Das war ja von 94 oder 93, glaube ich sogar schon. Genau. Also sie kommen erst auf dieses Raumschiff und dann sehen sie halt, dass da erstens mal die Crew fehlt und dass aber anscheinend halt irgendwie zu Gewalttaten gekommen ist und sie finden, das ist auch noch ganz geil, sie finden eine Audioaufzeichnung und die ist extrem stark sozusagen distorted, also was weiß ich, wie nennt man es auf Deutsch, die ist halt sehr unhörbar und dann schicken sie es halt 2-3 Mal durch irgendwelche Filter, Entzerrer und so weiter und so fort und dann hört man halt irgendeine Stimme, die halt einen lateinischen Spruch oder den Teil eines lateinischen Spruchs aufsagt und dann schon, Latein im Weltall, da wird schon wieder irgendwas mit dem Teufel oder irgend so mit Dämonen dabei sein. Kommt dann natürlich auch raus, dass das natürlich stimmt und natürlich Dämonen sind oder irgendwie des Teufels oder eine Dimension, die sie aufgemacht haben, weil der sozusagen dieser Hypersprungreaktor, die Event Horizon quasi nach Alpha Centauri oder so hätte schicken sollen, der hat halt nicht die Event Horizon jetzt irgendwie Lichtjahre weit weg geschickt, sondern hat halt das Tor zu einer anderen Dimension eröffnet. Und in diese Dimension, das ist so ein bisschen Stargate-mäßig, der Reaktor schaut aus wie so ein Stargate und auch so eine Wasserstruktur, wo man dann reinlangen kann. Jetzt müsste ich direkt mal nachschauen, weil ich will nicht zu sehr ins Blöde hineinreden, aber ich muss jetzt mal ganz kurz recherchieren. Stargate, der Film, der erste Film, der ist ja ungefähr aus der Zeit. 94, das ist ja ein Emmerich-Film, also 94, da haben sie quasi vor Stargate durchgeklaut, nämlich eben halt eben das Stargate und diese Option oder das mit dieser Wasserstruktur, die dann im innersten Ring von diesem Reaktor drin ist. Und anscheinend haben sie damit halt das Tor zu einer anderen Dimension oder zur Hölle gar selbst geöffnet und so weiter und so fort. Und man erwartet eigentlich jede Sekunde, dass da irgendwie ein Dämon oder so rausspringt oder so. Ja. Und das passiert aber nicht. Es kommt ein Besatzungsmitglied, wird, glaube ich, neigesogen und kommt dann wieder raus und der ist halt dann erstmal bewusstlos und dann brabbelt er nur so inkohärentes Zeugs und anscheinend war er halt eben in einer Dimension, wo halt sozusagen wie die Hölle auf Menschen wirken würde. Ja, und dann fängt es auch an, in der Crew also komisch zu werden. Also, wie gesagt, die ersten Angriffe auf Crewmitglieder beginnen halt und irgendwann kommt halt dann raus, dass halt dieser Dr. Weir dahinter steckt, dass der halt quasi beginnt, für sein Raumschiff, für die Event Horizon quasi Partei zu ergreifen und das Tor weiter öffnen will und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein paar Twists, dass sozusagen Besatzungsmitglieder verschwinden und man meint eigentlich, dass sie tot sind, aber danach kommen sie halt doch wieder, weil sie haben sie da mit so einem Sauerstofftank, haben sie dann draußen wieder vom Schiff weg und dann wieder zum Schiff hingepustet und so weiter und so fort. Am Ende kommt halt dabei raus, dass tatsächlich ganz antiklimatisch eigentlich nicht ein Alien oder ein Dämon oder der Teufel oder irgendwas selber dafür verantwortlich ist, sondern dass quasi das Schiff, die Event Horizon, ist eigentlich das böse Element und das sozusagen alle verrückt werden lässt und alle sich gegenseitig zerfleischen lässt und so weiter und so fort. Am Schluss werden sogar 2 Besatzungsmitglieder dann noch gerettet. Aber in der allerletzten Szene kommt halt dann doch wieder raus, okay, sind sie wirklich gerettet oder ist vielleicht das Böse aus der Dimension auch mit ihnen gerettet worden? Ende. Finn. Also ihr seht, wir reißen da ganz, ganz viel Klischees eigentlich aus dem Horror und aus dem Science-Fiction-Genre und so weiter auf.
Und wie gesagt, 1997 hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt, wo ich sozusagen auf einer gewissen Meta-Ebene mit ein bisschen einem anderen Hintergrund mir angeschaut habe, letzte Woche nochmal, jetzt muss ich sagen, ist eigentlich schon ziemlich geil. Also ich verstehe, warum man jetzt auch 25 Jahre nachher eigentlich noch über diesen, man muss ja eigentlich sagen, es ist ja eigentlich ein B-Movie. Er hat zwar ein großes Produktionsbudget gehabt und er ist von Paramount und er ist natürlich auch entsprechend vermarktet worden und so weiter und so fort, aber den schaust du an und weißt, das ist ein B-Movie. Also brauchen wir nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz möchte ich fast behaupten, dass dieser Paul W. Anderson sein bester Film ist, mit Abstand sogar. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, man muss ja halt das Niveau der anderen Filme vor ihm so anschauen. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 1997 und der Film hat ein Budget von 60 Millionen US-Dollar gehabt. Das war für die damaligen Verhältnisse nicht wenig. Das war nicht irgendwie so, wir schauen mal 2, 3 Schauspieler und den Rest tacken wir an, sondern das war schon richtig dicke Kohle. Im selben Sommer ist er Titanic in die Kinos gekommen und hat damals unvorstellbare 300 Millionen US-Dollar kostet. Unser richtig großer Blockbuster hat damals irgendwas zwischen 100, 120 und vielleicht 150 Millionen kostet. Und Event Horizon mit 60 Millionen, das war also jetzt nicht irgendwie Peanuts und mal schauen, sondern die haben da eigentlich schon gehofft, dass da ein Riesenknaller draus wird. Aber, wie so häufig bei Science Fiction, an den Kinokassen ein Flop. Und in der Syndication dann über die Jahre, aber halt sehr, sehr erfolgreich, weil sich halt rausgestellt hat, dass der Film halt dann eben in der Lizenzierung ins Fernsehen und halt dann später in DVD, Re-Releases und so weiter tatsächlich nur echt gut Kohle gemacht hat und halt auch sich eine stetige Fangemeinde aufgebaut hat. Sie wollten ja dann, glaube ich, aufgrund dessen, was du jetzt gerade erzählt hast, dass er danach nur so erfolgreich geworden ist, hätten es doch dann angefangen, dass sie diese rausgeschnittenen, verschollenen Szenen zusammensuchen. Weil kursiert doch immer dieses Gerücht, dass er ja ursprünglich ein NC-17-Rating gekriegt hat für seine unglaublich explizite Gewaltdarstellung, wo auch schon wieder irgendwelche Studiobosse ohnmächtig worden sind bei der Vorführung und er hat dann eine halbe Stunde federn lassen. Und dann hat's geheißen, sie haben dann, ich glaub, der Regisseur und der Produzent, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich der Produzent war, haben dann angefangen, irgendwie dieses Material zum Suchen. Warum auch immer ist es anscheinend auf der ganzen Welt verteilt gewesen. Ich habe irgendwas gelesen von einem thailändischen Salzminenwerk, wo angeblich irgendwelche Rollen gefunden sind. Also so ganz, ganz dubiose Sachen während der Zeit. Bis aber dann, ich glaube, er hat dann gesagt, dass das, was sie gefunden haben, so schlechte Qualität war, dass das nicht mehr wirklich einarbeiten kann, sondern es ist ja nie wirklich alles gefunden worden bis 2012, oder? Hat es dann, glaube ich, jetzt mal geheißen, dass nochmal mehr gefunden worden ist, aber er hat noch nie Zeit gehabt, sich das einmal anzuschauen und ob man das, und er aber bezweifelt eben, dass man es noch hernehmen kann, weil das über VHS-Qualität anscheinend nicht mehr kommen sollte. Aber mich würde es interessieren, ob das wirklich so exzessiv gewesen war. Weil es gibt ja eine DVD-Auflage, die quasi ausschaut wie ein Raumschiff. Weiß nicht, ob du die kennst, dieses Kunststoffding. Ja. Das ist immer quasi aufgeklappt und dann sind da die Discs drin, so ein Digipack. Und die ist ja damals auch vermarktet worden mit irgendwie die Hellcut-Scenes und so. Und da ist dann im Bonusmaterial sind dann eben ein paar von diesen Szenen drin. Eben auch schlechter Qualität und so und auch nicht viel, aber die sind halt ein paar von denen. Ohne Soundeffekte teilweise, ja, glaube ich sogar, oder? Und auch noch nicht ganz fertig und so. Also das ist, lässt wahrscheinlich auch noch nicht annähernd erahnen, wo es da wirklich dann in der Pipeline gesteckt ist. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, das der Film halt gehabt hat, weil er halt so als Sommerfüller kurz vor Titanic halt noch hätte starten sollen. Wenn der Anderson quasi seinen Willen gehabt hätte, dann war das wirklich ein brutales Blätterorgie gewesen. Also man sieht es ja in ganz, ganz kurzen Cuts, sieht man ja mal, was eigentlich gedacht gewesen ist. Ich glaube, das sind vielleicht insgesamt 5 Sekunden, die jeweils nur so, keine Ahnung, 5 oder 10 Frames hintereinander, wo du einzelne Szenen siehst, die es dann fertig gemacht haben, und das ist schon echt brutal blutig und Blood and Gore, was so geht. Und da kann man sich so vorstellen, dass er wahrscheinlich noch viel, viel mehr Szenen in dieser anderen Dimension, in dieser Höllendimension hätte fertig machen wollen. Aber wie gesagt, bei den Test-Screenings, die sie halt gemacht haben,
da sind die Leute, das war denen halt einfach brutal zu viel. Also das, da haben die Ratings halt bei den Testscreenings so schlecht gewesen und sie haben es anscheinend in Paramount-Bossen auch überhaupt gar nicht gesagt, dass der so brutal wird und die haben das halt dann irgendwann spitz gekriegt und dann haben sie halt gesagt, nein, so nicht und dann hat er halt diesen ganzen Zeugs rausnehmen müssen. Ob ich diese Lore da abnehme mit dem in irgendeinem Bergwerk wieder gefunden und in schlechter Qualität und so weiter und so fort, das hört sich für mich ganz, ganz stark, aber schon wieder nach Legenden- und Mythenbildung an. Ich kann mir vorstellen, also natürlich, das Material ist dann nicht zu Ende produziert worden, auf gut Deutsch die ganzen Effekte fein und so weiter und so fort und wenn du aber die Effekte nicht drauf hast, dann schaut das halt einfach alles geschissen aus und es hätte wahrscheinlich tatsächlich an dem Film nimmer viel geändert. Weil du halt noch mehr von dieser Höllendimension zeigst, bringst du ja jetzt storymäßig da nicht noch sonderlich viel mehr rein. Ich hätte es auch gern gesehen, klar, wahnsinnig interessant, aber am Ende des Tages hat Blood and Gore hat schon gelangt. Also ist ja bei uns auch mit FSK 18 in Kinos gekommen und das aus einem guten Grund. Also, ist der ab 18 gewesen damals? Der war ab 18. Nein, stimmt gar nicht. FSK 16. Wobei ich nicht weiß, ob diese Angabe auf der Wikipedia mit FSK 16, ob die jetzige DVD bzw. Blu-ray oder die damalige, also es ist so ein Grenzgänger, weil klar, er ist sehr, sehr blutig, sehr, sehr brutal und halt auch gruselig und so weiter. Also das war für mich auch durchaus ein Grund, warum man dem FSK 18 auch hätte geben können. Andererseits, wir sind schon 1997, also wir sind nicht mehr irgendwie Anfang der 90er, wo jeder Schmarrn gleich FSK 18 gekriegt hat. Also beides möglich, ist wurscht. Ich war damals tatsächlich auch noch keine 18, wie der Film im Kino war. Das hat mich damals aber nicht gestört und die Kinobetreiber hat das damals auch nicht gestört. Die einzige Geschichte war, dass ich nicht mehr weiß, wer mich da ins Kino gefahren hat. Also war mit Sicherheit nicht meine Leute. Ist damals nur ein bisschen einfacher gegangen, dass er sich reinschmuggelt ins Kino. Ja, das hat niemanden interessiert. Also wirklich überhaupt nicht. Also was mich damals in Starship Troopers reingeschmuggelt haben, da haben sie schon gefragt. Aber meine Tante hat den Betreiber kennt, die hat dann gesagt, ja, das passt schon jetzt. Lass uns durch. Lass ihn in Ruhe jetzt. Ich habe das meiste dieses Materials tatsächlich gar nicht im Kino gesehen, sondern das haben wir uns auf unsere Star Trek und Science Fiction Cons haben wir uns das immer angeschaut. Das war die Zeit, da haben wir uns nur die ganzen Serien, was weiß ich, Deep Space Nine, Babylon 5, danach Battlestar Galactica und so weiter, da haben wir VHS-Tapes, Betamax-Tapes haben wir mir mit der Post aus Amerika geschickt gekriegt und wenn wir Con gehabt haben, dann haben wir mir diese analogen Tapes angeschaut. Das war grob. Nur nerdiger geht's fast nicht, oder? Nein, und da haben wir so halt ich auch Starship Troopers zum ersten Mal gesehen. Also nicht irgendwie groß im Kino und so weiter, sondern auf Analog-Tape. Wir waren dann allerdings tatsächlich mit der Con, waren wir glaube ich in Ringsburg. In Regenstauf war unser Con-Haus und dann sind wir tatsächlich ins Cinemax, das hat es damals schon gegeben, sind wir gefahren und haben uns irgendeinen Film angeschaut und ich glaube, es kann Starship Troopers gewesen sein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wurscht. Genau, also kurze Synopsis, ein bisschen so Mythen und so weiter um den Film drumherum. Habt ihr da den Vergleich gelesen? Wie findest du im Vergleich zu dem Philadelphia-Experiment? Das heißt immer, dass das anscheinend eine große Inspiration für diesen Film war. Und wenn du so diese Legende durchliest, dann denkst du ja, okay, es ist fast 1:1 die gleiche Geschichte. Ich habe jetzt tatsächlich Philadelphia Experiment schon ewig nicht mehr angeschaut. Also bestimmt 25 Jahre nicht mehr. Die Geschichte, aber die Geschichte an sich, die habe ich schon parat. Ja, voll, klar. Also das mit diesem experimentellen Antrieb und so weiter und verschwunden und dann wieder kämen. Also wie gesagt, und leider eben auch mit der Maschine verschmolzen gewesen sein, hat es ja dann auch geheißen bei dem Experiment damals. Ja, der hat sich also wirklich grob überall bedient, wo halt irgendwie coole Szenen oder cooles Konzept und so weiter drin war. Ja, also die haben ja, weil du hast es ja erzählt, das ist ja so ein eingeschobenes Werk gewesen, der hat ja insgesamt, glaube ich, gerade 10 Monate Zeit gehabt für alles, also mit Vorproduktion und Dran und Nachproduktion, also ich glaube, da hast du gar nicht stark auskennen, als dass der Wengel mehr klaust, als selber Ideen auszuscheißt. Ja, und das Klauen, wie gesagt, das tue ich mir auch nicht, das heute eben nicht nach, weil die das ist einfach so funktioniert das Kino heutzutage. Gefällig. Aber ich finde,
gerade weil du in diesem Film halt so viele Anlehnungen an so viele ganz berühmte Szenen eigentlich sofort erkennst, das macht eigentlich schon einen großen Teil von dem Charme aus. Ja. Und wie schon gesagt, Hellraiser, ich meine, wenn du den Dr. Weir dann siehst, wie er halt da mit seinem zerschnittenen Gesicht und so weiter aufkommt aus diesem Reaktor-Kühlmittel-Ding, das ist schon ziemlich geil. Also da gibt's mir überhaupt nichts. Also handwerklich sehr gut. Wie gesagt, ein bisschen haben sie ihm reingegrätscht, aber eigentlich ist es interessant, warum dieser Film halt jetzt 25 Jahre später immer noch so gefeiert wird von den Fans und nicht irgendwie die 15 anderen Knockoffs aus der Zeit von den Science-Fiction-Filmen. Vielleicht ist eben auch gerade diese Lore, die man vorher schon verzeiht haben, dahinter, dass die einfach neugierig macht dann auf diesen Film. Wenn man da wieder so Geschichten hört von, da gibt's einen Film und von dem sind Szenen verschwunden und in einem Salzminenwerk in Timbuktu wieder auftaucht, dann ist natürlich jeder gleich mal so, hey, ist das? Da müssen wir gleich mal schauen, was das für ein Film ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Genre des Science-Fiction-Horror sehr spärlich bedient ist. Ja, also das ist ja so ein Handvoll Filme, weißt du, wenn du sagst, du hast die ganzen Alien-Filme dabei, vielleicht noch den Pandorum und dann eben Event Horizon, dann wird's Infinity, oder? War doch noch eine. Ja, ich weiß ein Teil. Oder Infinity, weißt du, wie du heißt. Die haben wir im Hardline gesehen, oder? Ja, Infinity. Genau, der war mir ja auch ziemlich gut gewesen. Ja, aber das ist so gering gesät, dass man da wirklich, dass die Leute wirklich heiß sind, vielleicht auf das Thema, auch wenn man dann so Videospiele dann hat wie Dead Space oder sowas, die ja brutal an Event Horizon erinnern, auf diese, dass der Dead Space um einiges expliziter ist, zwar mit den Ideen spielt von Event Horizon, aber halt viel, mehr draus macht, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, dass dieses Genre so schlecht bedient ist, dass die Leute eigentlich so noch, die, wo das Genre taugt, so richtig lechzen noch mehr Material und immer wieder gern zu Event Horizon zurückkehren. Das kann gut sein. Und wie du schon sagst, heutzutage wird diese Nische halt durch Computerspiele und Franchises besetzt. Und es hat sich natürlich auch, sage ich mal, der Kreis der möglichen Fans von sowas massiv erhöht. Ende der 90er, du hast halt deine Science-Fiction-Bubble gehabt und du hast deine Horror-Fans gehabt, aber die Schnittmengen waren tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig groß, weil Science-Fiction war halt damals in erster Linie Star Trek, Star Wars ist gerade wieder dahergekommen, aber eben, also das ist so die Zeit, da war ich Jugendlicher und als ich Jugendlicher war, hat es an zeitgenössischer Science-Fiction im Kino eigentlich nur alle 3-4 Jahre irgendein neuer Star Trek-Film gegeben, aber es hat quasi, also erst dann mit Contact 97 und so weiter, sind dann so ein bisschen experimentellere, neuere, modernere Science-Fiction-Filme gekommen und gut, dann halt Star Wars Episode 1, 99, da ist dann wieder losgegangen. Aber es hat gerade dieser Wechsel von den 90ern in die 2000er Jahre, da hat es natürlich auch einen Kulturwechsel gegeben. Das Nerdig sei, das Geekig sei, ist von, du bist halt irgendwie komischer Typ an der Schule und alle anderen spielen halt irgendwie Fußball und du bist der Depp, der sich jetzt Raumschiff Enterprise anschaut. Hat sich halt voll geändert und das Nerdtum wird ja heutzutage abgefeiert. Das ist ja eigentlich der eigentliche Mainstream jetzt, dass du schaust, in welcher Subkultur du dich da irgendwie wiederfindest. Und damals hat es halt nicht gegeben. Und jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so sehr in der Horrorszene der 90er drin. Natürlich, klar, Hellraiser und so weiter und so fort, aber da bin ich jetzt nicht so tief drin. Und das ist vielleicht auch schon wieder ein Zeichen, warum mir der Film 97 nicht so gut gefallen hat. Weil ich hätte mir halt mehr Aliens und weniger Hellraiser erhofft gehabt. Aber du bist halt mit einer anderen Erwartung eingegangen, als was er dann delivered hat. Und meine ganz am Anfang schon gesagte Prämisse, dass sie halt eigentlich jetzt vielleicht die Zeit und das Publikum hat sich im Laufe der Jahre so verändert, dass jetzt dieser Film, der in den 90ern nicht so gut funktioniert hat, jetzt auf einmal sehr gut funktioniert. Also jetzt mal als Hypothese einfach reingeschmissen. Und was ihm halt auch zugute kommt, das ist dieser geringe Einsatz von CGI. Und wenn das CGI eingesetzt ist, ist es wirklich auch heute noch schaubar. Weil bestimmte andere Filme aus der Zeit, jetzt weiß ich nicht, Spawn, der erste Spawn-Film, von wann der war, kann ich noch nicht sagen, unterirdisches CGI, kannst du halt fast nur noch als Guilty Pleasure gelten lassen. Aber der Film funktioniert trotzdem noch, weil er ganz viel haptisch hat, die Architektur von dem Raumschiff ist der Wahnsinn und eben, wie gesagt, das CGI ist immer nur schaubar. Mit einer kleinen Einschränkung. Also ich bin voll bei dir, CGI hat sich gut gehalten bis auf die letzten 2 Minuten.
Also entweder ist er fürs Finale irgendwie die Kohle ausgegangen oder so, aber da hat man dann schon gemerkt, vor allem wenn dann dieser Vortex, dieser Strudel kommt, wo sich quasi in der Atmosphäre von Pluto bildet und so weiter. Bis dahin. Wo es weggesaugt wird. Bis dahin, geil, super CGI. Und dann die letzten 2 Minuten so, ganz starke Babylon 5 Vibes. Irgendwas habe ich gelesen, dass ich glaube eben auch diese Effekte am Schluss, weil es sind ja zum Beispiel, wenn es doch dann Event Horizon betreten, diese Kühlflüssigkeit, die rumschwebt und die Kryptozange, die vorbeifliegt, sagst du dann auch noch, dass es eindeutige CGI ist und es ist anscheinend für diese Anfangseinstellungen von draußen und das Schiff und so weiter, dass da ein ganz Großteil vom Budget für die Visual Effects schon draufgegangen ist. Also die haben, weil das Schiff selber, das schaut ja alles voll geil aus, wenn du es von außen siehst. Das schaut brutal aus, aber da haben sie anscheinend so viel Kohle eingesteckt, dass dann für den Rest, wie du schon sagst, ist ja dann wahrscheinlich die Kohle dann ein bisschen abhanden gegeben und sagt, ach, der Strudel muss jetzt nicht so gut ausschauen. Ja, oder sie haben sich halt überlegt, da war was schon für die letzten 2 Minuten, er war quasi schon fast aufgelöst, der Film, da brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Geld noch. Schaut gar nicht mehr hin. Da ist schon wurscht. Da liegt gleich schon mit dem Koma im Kino. Ja genau, weil er hat noch gemeint, dass die ganzen Hammy-Szenen drinnen bleiben aus seiner Dimensionsfahrt da, weil da hätte sie eigentlich, ich glaube, da hat er ja dann echte, also Leute mit echte fehlende Gliedmaßen gehabt und Pornodarsteller und so weiter, weil wie jetzt gerade in dem Interview, die Szenen hast du nicht einfach stellen können, du musst halt da richtig drinnen sein. Und vielleicht hat er gemeint, die Szenen singen die Leute, dann haben sie die Augen zu oder sind ohnmächtig oder liegen Katze. Oder im Schuss vom Nachbarn. Oder genau. Und das sagt dann keiner mehr. Und dann hat er gesagt, ja, was tue ich jetzt? Schwarze Löcher. Tolle Wurst. Danke, Produzentenchef. Ja, aber halt wirklich sehr gut, dass sie tatsächlich effektmäßig noch ganz viel mit echten Props und so weiter gearbeitet haben und CGI eigentlich nur ganz minimal dosiert, weil es halt damals auch echt noch limitiert und oder sehr, sehr teuer war. Ja. Und ganz am Schluss haben wir halt ein paar Szenen, wo halt wirklich 100% nur aus dem Rechner kommen und die halt nicht wirklich geil sind aus heiliger Sicht. Ja. Ja, früher war das natürlich was anderes, auch die Augen allein. Wenn du denkst, früher die ersten die ersten mit CGI ausgehöhlten Augen, wo du da so denkst, wie krass schaut denn das aus? Ja, jetzt wo du das sagst, erinnere mich dran wieder, die haben ja häufig keine Augenbälle mehr gehabt und dann... Genau, der Dr. Weir dann sowieso die ganze Zeit, bis er es da mal nicht zurückgenäht hat oder so. Ich sag's euch, das sind Kleinigkeiten, das hat mir, also diese Augen, mir das überhaupt nicht gestört. Also früher vor allem zu der Zeit, so in der ersten Zeit, als ich so das erste Mal so CGI Augenhöhlen gesehen habe ich mir gedacht, schaut das krass aus. Da war ich aber wahrscheinlich 13 oder so. Für die damalige Zeit war das der Wahnsinn. Ich meine, du musst ja sagen, es hat ja auch anders, so einen krassen Weltraumeffekte zu machen, ist schon ein bisschen was anderes als den Jurassic Park, ein bisschen Dinos eine zum Kleben. Also, die haben natürlich ein ganz anderes Budget gehabt und die Dinos schauen natürlich auch wesentlich geiler aus und waren nochmal 5 Jahre früher oder 3 Jahre früher. Aber komplett sozusagen die Atmosphäre von einem Planeten zu rendern mit Physikeffekte und so weiter, mit Partikeleffekte und so weiter, wo wir eigentlich noch gar nicht gewusst haben, wie schaut der Planet eigentlich wirklich aus. Also von Pluto hat es halt das eine Flyby-Foto von der Voyager 2 gegeben. Das hängt bei jedem irgendwie an der Wand. Aber wir haben ja erst in den letzten Jahren von heute ausgerechnet, sind öfters mal Sonden vorbeikommen, die halt richtig geile Infos, richtig geile Fotos von Pluto gemacht haben. Und also wie gesagt, man muss ja da schon ein bisschen Slack lassen, dass das echt nicht leicht war. Aber auch wie du sagst, die Blood and Gore-Effekte waren einfach grandios. Also da gibt's mir überhaupt nichts. Also wenn ich mir an die Splatter-Filme der frühen 90er anschaue, die schauen da wesentlich gröber aus und wesentlich comichafter und so weiter. Das hat schon ziemlich echt ausgeschaut. Ja, es hat halt zu dem ganzen Ding von dem Film, der wirkt ja allgemein richtig düster. Jetzt nicht, und da haben die Effekte auch wirklich sehr schön passt, weil dieses Comichafte war da ein wenig Fehl am Platz gewesen, hätte ich gesagt. Ja. Das war da ein wenig drüber gewesen. Ich finde mit dem Regisseur, also ich komme da immer noch nicht, das ist immer noch so, wenn ich mir den Event Horizon anschaue, da kommt mir immer noch nicht klar, dass es der Regisseur ist, der dann diese Resident Evil-Reihe gemacht hat und Monster Hunter. Und der hat Mila Jovovich klar gemacht hat. Ja, genau. Und ich denke mir, wie geht denn das? Wann hat er ins Filmemacher verlernt? Wann ist denn das passiert? Weil Event Horizon finde ich find den jetzt handwerklich, natürlich geht's besser, aber ich finde den gut. Also im Vergleich zu seinen anderen Dingen, wo es ja nur noch darum geht, ein schnelleres Schnittstaccato nach dem anderen, aber zum Ballern,
wann ist das passiert, Mr. Anderson? Du sollst Frau Jovovich nicht so oft im Gesicht sitzen lassen, damit du Sex was fabrizierst. Jetzt muss ich mir nachschauen, wer da eigentlich in den Credits für Drehbuch und so weiter drin steht. Weil, geschrieben hat noch, glaube ich, der Philipp Eisner. Ja, genau, weil ich meine, er hat es ja nicht, also das Skript hängt halt da leider einfach daran, dass sie sich entschieden haben, dass sie kein sozusagen physisch greifbares Monster oder Gegner oder so gewählt haben, sondern das Schiff als das Böse identifizieren und das natürlich auch nicht sofort rauskommt, sondern sie das auch erst im Laufe des Films so irgendwie erschließt. Und das ist natürlich für die Filme schwer, für die Zuschauer schwer greifbar. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie ein paar Artikel noch drüber gelesen und wir sehen dann die Clues und dann sehr okay. Aber als du damals im Kino gesessen bist, hast du immer nur darauf gewartet, dass entweder ein Alien oder der Teufel ums Eck kommt und du irgendeine Identifikationsfigur fürs Böse gehabt hast und die ist aber nie gekommen. Das war halt eine Entscheidung vom Drehbuchautor und der hat vielleicht gemeint, boah, wird der Wahnsinn, weil das hat noch keiner gemacht und das schlagt ein wie Bombe und es hat halt dann leider nie so funktioniert, wie er es gedacht hat. Ja, aber Paul Anderson, wie gesagt, ich muss aber auch dazu sagen, diese Resident Evil Dinger, die haben ja teilweise auch noch, wenn man es jetzt heute anschaut, so einen perversen Unterhaltungswert, finde ich. Das ist voll, ja. Also ich langweile mich da nicht. Ich wundere mich zwar jetzt mal, wie es auf die Scheiße kommen, weil es ist ja diese Vorlage wäre ja da, nur was die da draus machen, ist ja komplett Witz. Aber so wie sie es machen, dieses Wie ist mehr entscheidend wird, das was machen. Und das macht halt schon immer geil. Vor allem das Visuelle und so, das hat er schon drauf, bei den Resident Evil Filmen. Aber ob jetzt natürlich einen Sinn macht und ob das irgendwie Spaß macht, ist natürlich eine andere Sache. Es ist alles unterhalt. Auf jeden Fall. Das ist voll, ja, bis auf der letzte Resident Evil, der ist ein Frecher gewesen. Der war wieder vor ihm, oder? Ich habe tatsächlich ich hab nicht alle angeschaut. Also ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt legt's mir halt einfach am Arsch. Ja, ich bin also wie der Mike, ich finde ja, die sind brunzen blöd, diese Filme, aber die machen irgendwie Spaß, die können mich alle unterhalten. Aber bei dem letzten, wie gesagt, da bin ich einfach nicht mehr mitgekommen, weil ich so schnell geschnitten worden und so gedacht habe, nein, tut mir leid, aber es wird dumm. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was da drinnen jetzt gerade passiert. Ich gehe jetzt aufs Klo. Und da bleibe ich sitzen, bis der Film war ist. Weiß nicht, was das soll. Davor hat er doch ein Ding gemacht, oder? Hat er nicht auch den ersten Mortal Kombat gemacht? Ja. Ist der von ihm? Ja. Der war auch aus heutiger Sicht ganz Guilty Pleasure, sind wir die Beste, ist auch mega unterhaltsam. Wir haben ja nichts anderes gehabt. Hallo, da hat es noch keine Avengers-Filme gegeben und keine Zeugs, sondern wir waren froh, dass wir das gehabt haben. Und du spielst Mortal Kombat auf dem Super Nintendo und dann heißt hey, da kommt ein Film, geil, her damit, mag ich anschauen, das ist mir wurscht, wie schlecht das ist. Und der zweite ist auch gut. Ach komm, nein, der zweite ist nicht mehr gut. Jetzt klang's mir. Ja, aber jetzt mal wieder zurück zu Event Horizon. Ich sehe gerade auf der IMDb-Webseiten fliegen so Snippets rum und dem, wenn ich mir wieder anschaue, also das war für die damalige Zeit, klar, Star Trek hat dieses Level an Effekten und dieses Look and Feel und so weiter. Star Trek hat das schon gehabt und Star Wars, die Prequels dann natürlich auch. Aber gerade so in diese Durchhängerzeit 97, boah, Alter, also echt Respekt, wenn man die Szenen so anschaut, oder auch die Szenen, wo der eine dann mal das Airlock ausblasen wird und dann halt, das war fies. Die ist richtig fies, die Szene. Ja. Die ist richtig gemein. Genauso wie eigentlich die vom Wirokorsten, sein schwarzer Kumpel, der Cooper. Ja. Das war also Kandidat, wo ich mir noch gedacht habe, den habe ich voll gern Menge, ist ein geiler Depp gewesen. Und dann schießt er schon ins Weltall aus. Und dann macht er also einen geilen Move mit dem Sauerstoffraketenantrieb. Aha. Und dann kriegt er es ja nochmal voll, wo ich dachte, jetzt lasst ihn halt endlich in Ruhe, das kann doch jetzt nicht sein, der arme Kerl. Jetzt lass doch einfach bitte in Ruhe sterben. Ja. das war also, aber ich finde das auch für die Zeit damals, für die Art von Film, weil du ja das vorher gesagt hast, dass das Böse halt nicht personifiziert. Ich finde das also gelungen gemacht, wie er das macht, dass er das Böse so in die Psyche eingreifen lässt von denen Leuten, dass einer eben das zeigt. Wie mit dem Captain, mit dem einen, der verbrennt ist, mit der anderen Ärztin, glaube ich, ihrem Sohn. Wie krass das eigentlich auf diese Traumata von die Leute, wie einer die wieder vorholt. Ja, das ist auch, also ich meine, der hat sich schon wirklich aus dem Besten der Ideen von anderen hat er sich halt inspirieren lassen. Also das habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen gehabt, jetzt wo du es ansprichst, diese ganze Nightmare-Visionen und so weiter. Ja. Wahnsinnig geile Idee und eine super inszeniert. Und ich meine, ein Raumschiff,
ideale Ding. Also ich meine, das haben wir bei Star Trek, bei Next Generation, gibt es aber mindestens 3 Folgen, wo es irgendwelche, Traumvisionen gibt und ja, dann geht die Katze ums Eck und da geht die Katze hinterher und auf einmal steht er ganz woanders und Blaufaselblub. Aber klar, das hat dem Ganzen nochmal einen neuen Twist und einen neuen Spin gegeben und halt echt alles quasi mit Soße und scharf und ja, richtig geil. Also das ist für mich so ein bisschen das Highlight da in dem ganzen Film, dass weil vorher mal schon gesagt, dass es so, man ist eigentlich so B-Movie-mäßig aufgebaut, der Film, aber mit dem Kniff, finde ich, gibt er einen ziemlich ernsten Unterton damit ein, in dem, dass halt da jeder sein Laster mit zum Drang hat und das Arschlochschiff konfrontiert dich dann wieder damit, obwohl du eigentlich gerade sauber am Verdrängen bist. Und wir wissen ja, Verdrängung ist das beste Mittel für Traumata und psychische Probleme. Ja. Und dann ist das hier eiskalt wieder serviert. Hat mir sehr gut gefallen. Und die gemeine Außersaugerei aus der Ding. Ich mehr fast behaupten, dass auch diese Architektur von dem Ganzen auch nochmal zu der ganzen Atmosphäre super beiträgt, weil wir da keine so eine clean Science-Fiction haben, sondern das schaut alles belebt aus, abgenutzt aus, dreckig aus, teilweise auch kaputt. Und es schaut auch nichts nach Plastik aus. Es ist nicht so, dass du sagst, bei Judge Dredd dann, da wo es wackelt und irgendwo so gespannt, okay, das ist jetzt irgendwo, irgendein Guss aus irgendwas, sondern er schaut wirklich abgenutzt aus. Eben wie bei Alien dann auch, oder bei zuletzt den Underwater zum Beispiel. Das war auch so ein Film, wo es auch in diese Gänge da unterwegs waren, es schaut so richtig abgenutzt und fertig aus. Nicht alle, weil es so clean und Ding, weil wenn du irgendwo arbeitest und irgendwo unterwegs bist und Ding, dann schaut es halt nur noch mal ein wenig abgefuckt aus. Und das, finde ich, macht das super, weil das auch noch mit zu der ganzen Atmosphäre voll beiträgt. Vor allem, wenn du mal in der Höhlendimension hockst, ja. Das war damals tatsächlich bei uns immer Qualitätskriterium für gute Science-Fiction, wenn es halt abgerutzt und abgefuckt und so weiter ausschaut, wenn es nicht so clean ausschaut wie auf der Enterprise D, sondern wenn es halt wirklich so abgefuckt ausschaut wie, keine Ahnung, wie im Müllraum vom Star Destroyer drin oder so. Ja, wie bei Alien, wenn es dann so diese Ketten, die einfach überall immer oberhängen. Warum sollten da Ketten übereinander hängen? Was ist das für ein Raumschiff, wo einfach die ganze Zeit wahllos Ketten übereinander hängen? Aber schaut geil aus und es macht Bock, gibt mir mehr davon. Ja, genau. Und ich meine, Battlestar Galactica hat es genauso gemacht und das waren alles alte, abgerockte Raumschiffe und das schaut halt einfach geil aus. Das tut natürlich ein bisschen dieses Military-Klischee nur ein bisschen mit bedienen, aber es funktioniert. Es ist halt geil. Und wie du sagst, wenn man sich anschaut, in dieser Event Horizon, da haben sie wirklich unterschiedlichste Settings miteinander ganz gut kombiniert. Also wenn du da erstmal in der ersten Szene, was die Event Horizon betreten und die sind dann in diesem riesengroßen ovalen Mittelgang schlecht ausgeleuchtet mit der CGI, eben diese schwerelos umeinander schwebenden Glasscherben und Wasser, Blubberblasen und so weiter und so fort. Das schaut einfach wahnsinnig geil aus. Und dann kommst du halt so in die Crew Quarters und in die Medical Bay und das schaut aus eben wie bei, keine Ahnung, wie bei Aliens oder so auf der Sulaco. Und dann bist du halt im Reaktorraum drin und der Reaktorraum, der schaut halt wiederum aus wie gesagt, wie bei Hellraiser oder so ein Cube-Raum. Und das haben, also das Set-Design 1A, also wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Ich habe dann in das Making-of noch mal ein bisschen reingeschaut und da haben sie dann auch gesagt, es ist mir dann auch aufgefallen beim Schauen, dass dieses, wo die Toten obduziert werden und auf der Brücke, die schaut dann so kirchenmäßig aus. Es hat wirklich dann wie so Säulen in der Mitte mit so Bögen und so. Es ist von der Notre Dame ist das inspiriert worden. Das kann ich mir voll vorstellen. Weil es auch mit diesem langen Überweg praktisch vom Vorraum in den Hinterraum und so weiter und es hat leichte Ähnlichkeiten zu der Notre Dame von oben. Ja. Ich klick mal gerade auf der IMDb-Seiten die Stills ein bisschen durch und was mir jetzt gerade auffällt, der Verbindungstunnel zwischen der Event Horizon und der Lewis and Clark das schaut so aus wie das Innere von einem Fleischwolf, so Meat Grinder-mäßig. Und sie gehen quasi durch den Meat Grinder schon in die Event Horizon rein. Und das hat schon wieder diese geile Symbolik. Okay. So ein Foreshadowing ist das. Du wirst da halt auch nur als Fleischbatzen wieder rauskommen. Habt ihr mal weil diese Höllenszenen, von denen wir ja leider nicht viel gekriegt haben, da habe ich mir dann ein bisschen schlau gemacht. Die sind ja inspiriert von zwei so, ich glaube, aus so Renaissance-Zeichner, Hieronymus Bosch und Peter Bruegel. Auch wenn man jetzt ich glaube, der Stefan hat es mir gesagt, das sind ja insgesamt wahrscheinlich 5 Sekunden Bildmaterial, die wir gesehen haben. Aber wenn ihr euch die 2 mal hergoogelt und eine Werke anschaut,
Da denkst du, ja, irgendwie ist es so abstrakt, aber es ist echt irgendwie eine Gemeinsamkeit auf eine unerklärliche Art vorhanden. Das finde ich ziemlich geil, wie sie diese Beutel eingebracht haben. Ich finde die Beutel sehr interessant zum Anschauen und vor allem dann diesen Vergleich. Die einen voll gestört haben. Ja, ich meine, Hieronymus Bosch ist natürlich ein ganz großer der Szene. Das Glück haben wir, dass das natürlich alles gemeinfrei ist. Du kannst jetzt irgendwie 10 Bündel von dem da anflanschen an dem Post und hast keine Probleme. Und das ist natürlich alles mega verspult und haben sie dann natürlich große Anleihen gemacht und merkt man natürlich auch. Ich meine, es kann nicht jeder seinen H.R. Geiger auserziehen und seinen eigenen quasi biomechanischen Dings erfinden. Aber wie gesagt, das Setting und die Production Value und so weiter, die war ganz, ganz großartig auch für die Zeit. An einer Stelle habe ich schmunzeln müssen. Jetzt gibt es einen Fun-Fact, weil ich bin Schreiner und in einer Stelle in dem Film, wenn es quasi durch diesen Tunnel durchgängen und auf diesen Taster druckern, da müsst ihr euch diesen Taster mal anschauen. Das ist ein Luftdruckrutschall. Also eine Schleifmaschine ist das. Ja. Und wenn du rundum schaust, die ist mit Schrauben befestigt und quasi nur dieses Luftdruckding feit. Aber wenn du dieses anschaust, du hast quasi da auch dieses Kopfteil, wo du draufdrucken musst und auf dieses Teil drücken sie drauf und dann geht das Tor auf. Und da schaut es mir ganz genau hin, weil das ist 1:1 1000%iger Luftdruckrutschall. Da kann ich jetzt gleich noch was angeben, was hat jetzt nicht direkt was mit Event Horizon zum tun, aber mit meinem Gewerbe und mit Science Fiction zum Beispiel, wenn es mal also wenn man ein ganz großes Beispiel ist eigentlich in fast allen Science-Fiction-Serien mit drin und ganz bekannt ist es mir von The Expanse, dass auf diesen ganzen Raumschiffbasen und so weiter diese Gittercontainer, diese IBC-Container rumstehen. Da haben wir in der Brennerei halt ungefähr 20 oder 25 nebeneinander stehen, wo das möglichst Zeugs drin ist, was weiß ich, Zuckersirup und Alkohol und entteifelt. Und bloß 800 Jahre in der Zukunft nehmen sie noch genau dieselben ISO-Container her. Die haben sie bewährt. Also die haben einfach so diesen Sci-Fi-Look and Feel. Und jetzt nehmen sie den halt auch überall her, weil du stellst 5 von den Dingen hier und es schaut schon aus wie ein Weltraumbahnhof. Genau, dann haben wir Paketen davor hingehängt und ein Rutschall und schon bist du aufgestellt. Hast du ein Raumschiff beieinander. Noch ein paar Carboflex-Rohre und. Genau. Und also musst du eigentlich gerade einmal auf einen Rohbau hingehen und da ein bisschen was einrahmen und schon kannst du ein Raumschiff zusammenschustern. Genau, nur Disco. Günter Brandl, wenn du das hörst, der nächste Science-Fiction-Film ist produktionsdesignstechnisch. Eine Disco-Nebelmaschine noch anschmeißen und. Ja. Dann sind wir aufgestellt. Haben wir eigentlich schon unser Set beieinander. Also ich glaube, ich rieche da schon so eine kleine Zusammenarbeit mit dem Penninger und dem ersten Film. Du, IBCs habe ich zum Saufen. Schau her, riecht was her. Also du bist dann unser Set-Ausstatter. Ich habe einen Luftdruckrutschall. Schau. Ich bin ein gewamperter Alien. Corby schneidet dann alles zusammen. Wir brauchen gerade noch einen Brandl-Ruf, der muss uns filmen. Genau. Haben wir unseren Film schon hergerichtet. Das ist auch was gezeichnet, würde ich sagen. Habt ihr schon was gelesen davon, dass da eine Serie im Gespräch ist vom Adam Wingard? Nein, das war mir jetzt ganz neu. Ich habe das auch nur diese Schlagzeile auf IMDb ist irgendwo mit drin gestanden, dass das anscheinend schon mehrere Details gibt es anscheinend noch nicht. Oder habe ich ihn zumindest nicht gefunden. Jetzt Kopf, vielleicht habt ihr noch irgendwas gesehen. Nein, habe ich nicht. Ich bin aber ich meine, prinzipiell immer geil, wenn es neue Content gibt. Also, muss man sagen, immer gut. Aber dass man da halt so einen Film, der 25 Jahre alt ist, der selber originär jetzt tatsächlich wenig in das Genre eingebracht hat und der halt eigentlich so ein Kultklassiker ist, den, wenn du jetzt wieder hernimmst und eine Serie draus machst, dann kannst du eigentlich, ich verstehe, warum sie es machen, weil der Name ist bekannt und so weiter und so fort und du kannst halt auf was aufbauen und musst nicht ein neues IP komplett von Grund auf erschaffen, aber andererseits lasst doch diesen Film bitte schön einfach mal in Ruhe und macht nicht wieder 1000 Remakes von irgendwelchen alten Zeugs, lasst euch doch mal bitte schön was Neues einfallen. Oder macht es Spin-off nur in der Höllendimension. Puh. Und dann möchte ich 10 Folgen lang eine Stunde Hardcore-Höllendimension gedöns. Ja, da kannst du wieder dann Doom 3D zocken. ohne Sinn und Verstand einfach nur durch das Portal durchgehen und dann gibt es einfach nur 10 Folgen lang Höllengedöns. Ich bin voll dabei. Dann brauchst du aber nicht mehr Event Horizon nicht. Da kannst du wirklich dann Doom dazu sagen. Ja. Nee, ist doch wurscht. Event Horizon, die andere Seite. Da hat es ja auch einen Film gegeben und ob es da jetzt
Ich bin tatsächlich, leider muss man sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen so aus dem Hardcore-Science-Fiction sozusagen Rumor-Zeugs bin ich ziemlich raus. Ich bin auch bei The Expanse war es auch so, dass ich das gesehen habe, weil es auf einmal dann auftaucht ist auf der Amazon Prime Startseiten und dann habe ich gedacht, ja gut, schaust du mal an und dann irgendwie so 3 Monate später, bam, durchbinscht von vorn bis hinten. Wie viele Staffeln haben die? Die haben 5 oder 6 Staffeln gehabt. Mhm. Die Bücher hätten aber noch 2 Staffeln mehr hergeben. Und sie haben es aber dann nicht weitergemacht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil also die ersten Staffeln sind quasi nicht von Amazon Prime produziert worden, sondern halt erstmal ganz klassisch. Dann sind sie auf Netflix verhökert worden. Und dann hat Amazon tatsächlich die IP aufgenommen und hat die weiteren Staffeln produziert. Und dann denke ich mir, wenn ihr jetzt 5 oder 6 Staffeln produziert, dann hätte es eigentlich die letzten 2 Staffeln auch noch fertig produzieren können. Gut, ich kenne das Material nicht, vielleicht haben die letzten 2 Bücher oder einfach scheiße, kann ja sein, weiß ich nicht. Aber das ist so ein Trauma, das Babylon 5 auch bei mir ausgelöst hat, dass halt irgendwie 5 Jahre Handlungsrahmen hätte in 5 Staffeln verpackt werden müssen. Dann haben sie einen J.M. Straczynski in der Mitte der 3. Staffel gesagt, dass er bloß nur die 4. kriegt und die 5. kriegt er nimmer. Und dann hat er halt den kompletten Content, der normalerweise in 2 Staffeln eine hätte sollen, hat er in der kompletten 4. Staffel verblasen. Deswegen ist die 4. Staffel auch der absolute Wahnsinn. Die bläst dir so dermaßen einen Schädel raus. Und dann sagen sie einmal zur Mitte der 4. Staffel, du, eine 5. kommt ja jetzt doch, gell? Überlegst du was, gell? Du findest schon was du ja, kriegst du bis der Hundling. Hinten und vorne, deswegen hasse ich das. Und das war es auch bei Game of Thrones eine scheiß Idee, dass sie losgelegt haben, bevor das fertig war, aber dann hätten sie halt noch nicht loslegen dürfen. Ob der nochmal fertig wird, ich glaube keine nicht. Ahnung. In einer treibt Ding einen Scheiß und schreibt für irgendeinen anderen Mist. Waren die Bücher immer noch nicht fertig? Nein, noch nicht einmal das nächste ist fertig. Da fallen ja noch 2 und dann nicht einmal das vorletzte ist fertig. Also furchtbar. Das ist furchtbar. Und der Typ ist auch schon 100. Ja, der nervt mich voll. Ich will so arbeiten dort. Ja, wenn es jetzt auf einmal heißt, ja, jetzt heute habe ich die letzte Flaschen Blutwurz hergestellt und jetzt habt ihr mal, jetzt wartet mal 8 Jahre, oder was heißt 8 Jahre? Wie lange ist denn das letzte Bier her von dem Affen? Ja, 8 Jahre lang nicht. Nein, das ist ja, da gehen wir schon die 15 Jahre, ich kann das sagen. Das macht jetzt Fleiß, Freunde, also, das macht jetzt Fleiß. Macht er das. Der Fleiß. Und dann am Sterbebett holt er unter der Kiste so ein Ding aus und sagt, Fleiß habe ich schon fertig, da schon her, veröffentlicht das jetzt noch postum. Aber alle Seiten durcheinander, jetzt müsst ihr es selber zusammensuchen. Ja, genau. Oder jetzt veröffentlicht es so oft mehr Chaos als in der letzten Staffel Game of Thrones kann nicht entstehen. Ach Gott. Das ist echt traurig, das ist echt gemein, was der abzieht. Ich fand noch sehr gut bei dem Film, weil da kommen wir noch mehr auf Event Horizon zurück. Ja. Bei so Science-Fiction-Geschichten ist immer so eine Sache, wie du die Anatomie von so einem Raumschiff oder so einer Raumstation machst, dass du als Zuschauer auch ein wenig auskennst. Und das fand ich da super, weil du weißt bei dem immer fast das Gefühl, dass du weißt, wo du in dem Raumschiff gerade bist. Diesen Fehler hat Alien 3 meiner Meinung nach gemacht, weil du mit diese Gänge, mit diesem Rumlaufen, wenn du dieses Alien zum Beispiel oder diese Falle stehen wollen und so, du verlierst das so dermaßen den Überblick über diesen Film und das ist so hektisch und so gehetzt, dass mich der 3. Alien so nervt. Aber bei Event Horizon... Lass ihn in Ruhe. Was? Es hat einen 3. Alien gegeben? Ah, danke schön, Stefan, danke sehr. Hey. Sehr schön. Da habe ich gar nichts mitgekriegt. 1000 Kultuspunkte. Die musst du mir anschauen, der ist gut. Ja, geht so. Ja. Vor allem sein Mürster Sondercut, Assembling Cut. Ich habe tatsächlich, ich habe den bloß einmal gesehen und das war auch so Ende der 90er, haben wir mal ausgeliehen aus der Videothek und seitdem nicht mehr daran nachgedacht. Das Einzige, was ich wahnsinnig geil finde, ist dieses Poster mit der Sigourney Weaver mit dem Buzzcut. Aber ansonsten weiß ich wenig von den Filmen. Ah ja, und das Spoiler mit der Katz und mit dem Mesh, daran erinnere ich mich nur und das fand ich ja total gemein. Ja, ich finde den nicht so schlecht, wie sein Ruf ist. Mir hat er beim ersten Mal hat er mir auch gar nicht gefallen und wir haben darüber mal eine Folge aufgenommen und da habe ich mir dann die beiden Cuts mit nochmal angeschaut. Und jetzt weiß ich aber noch, ich glaube, Assembling Cut oder so heißt diese alternative Fassung und in der Version finde ich ihn tatsächlich ganz passabel. Also er ist kein guter Film, aber er ist dann wesentlich besser als sein Ruf, finde ich. Jetzt, das ist vielleicht was Besonderes eben an Event Horizon.
wir sehen es jetzt schon, wir schweifen bei jeder Frage ab in ein anderes Genre, in ein anderes Franchise und so weiter und so fort, weil halt eben sie so viel da andocken lässt. Und ich habe jetzt schon wieder voll Bock gekriegt, dass ich mir die Hellraiser soll ja auch was Neues kommen, oder? Die Serie kommt noch, oder? Die Serie, genau, da war irgendwas, da kommt was von Hellraiser und geil. Und ich habe auch bei also wir haben ja überlegt, was für einen Film nehmen wir und haben ein bisschen hin und her überlegt und dann habe ich halt auch 2, 3 andere Filme, wo man dachte, geil. Und dann haben wir ausgemacht gehabt, dass wir Event Horizon machen und dann sind mir auf einen Schlag 5 Filme eingefallen, die wir dann, die nehmen wir auch mal können und die auch, geil. Aber da haben wir uns schon committed gehabt. Ja, wir kommen jetzt eine Penninger-Reihe auf. Ja, genau. Genau, einmal im Monat. Die nehmen da einen Schnaps und Sci-Fi. Genau, Schnaps und Sci-Fi, ja. Übrigens, ich hab das Angebot gekriegt von so einem Typen, der so Lizenzgeschichten macht und so weiter, ob ich nicht einen Stormtrooper Gin und einen Stormtrooper Rum machen möchte. Ja, gib her. Boah, gib mir das auf die Eier. Mach sofort einen Stormtrooper Gin. Ich flippe aus, wenn ich den nicht kriege. Nein, also ich hab mir das ja ernsthaft überlegt, wie das Ganze losgegangen ist mit ich nenne jetzt die Produkte nicht, aber alles, was wir in unserer Jugend an Filmen und Serien konsumiert haben, ist jetzt über die Lizenzierung, wird halt auf irgendeinen Schnaps draufpappt. Ja. Prinzipiell geil, prinzipiell schon cool und natürlich gibt es jetzt die eine Brennerei, die einen Star Trek Schnaps macht und das hätte mich natürlich gereizt, aber das ist halt natürlich ja so, du musst erstmal so und so viel Prozent an den Lizenzgeber abdrücken und dann hast du halt am Anfang ganz, ganz viele Verkäufe von dem Schnaps, weil alle Fans, die irgendwie 15 Jahre alt waren, wie der Film rausgekommen ist, die kauft sich jeder eine und du denkst, boah, ich mache einen riesen Reibach. Schuldig im Sinne der Anklage, genau, ich hätte schon Flaschen. Und irgendwie 6 Wochen oder 6 Monate später steht das gute Zeug dann halt irgendwo in der Grabbelkiste beim Netto und wird abverkauft und da machen wir halt eigentlich meinen Markennamen für Brennerei machen wir kaputt, indem ich halt einmal dem Reiz des schnellen Geldes oder dem Ruhm und Glanz der weiten Welt, indem ich halt, einen Star Trek Schnaps oder einen Star Wars Schnaps oder so mache. Und das lange nicht an. Auch wenn Stormtrooper geil sind, aber so geil kann es nicht sein. Ja, dann noch Flaschen designt im Stormtrooper-Helm Form. Ja, geht alles. Wenn es zahlt, kann das alles haben, aber... Da waren wir 25 Euro wert gewinnen. Ja, für 25 Euro, da musst du halt, 1 Million Flaschen davon machen. Und dann musst du halt auch ein Konzern sein, der die Million Flaschen ausballert und dann stehen die letzten 200.000 Flaschen trotzdem wieder für 9,99 in der Grabbelkiste drin. Und da hätte ich dann zugeschlagen, das war dann meine Zeit gewesen. Nein, ich habe jetzt vorher schon 3 Flaschen gekauft, weil bevor es kaputt dann hätte ich gesagt, die muss ich jetzt gleich kaufen, das ist limitiert und nicht, dass ich gar nicht mehr kriege und später kostet ein Haufen Geld und dann sagt er nicht, da nix Haufen Geld. Frechheit, ja, mein Gott. Dann, wenn du zumindest nicht mit Lizenzgedöns belastet bist, dann machen wir eben unsere Schnaps- und Sci-Fi-Reihe ab sofort. Ja, genau, können wir gerne machen, weil ich habe da keinerlei Dings. Also dann kann ich ja weiter ins ganze Sci-Fi-Genre einsteigen, weil da bin ich zum Beispiel bis auf Star Wars relativ unbefleckt, muss ich sagen. Also gut, die üblichen Verdächtigen, Event Horizon, Star Wars, Star Trek und Alien habe ich gesehen, aber dann beißt das schon langsam aus bei mir. Ja, das sind ja die wichtigsten. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Weil dann gibt es natürlich nur diese Mainstream-Science-Fiction-Filme, wie halt eben zum Beispiel Contact oder halt auch diese Interstellar oder Interstellar soll ja abhauen. Ja, natürlich erfüllt es die Definition von Science-Fiction. Aber was wollen wir denn bei Science-Fiction sehen? Wir wollen Raumschiffe sehen, die sich gegenseitig abballern. Mehr brauchen wir ja nicht. Ganz genau. Und wenn es ein Science-Fiction ist und ein Raumschiff, das wo aufeinander ballert oder 2 Raumschiffe, dann ist kein Science-Fiction, sondern dann kann es weggehen. Und so ist ein Drama sein, ein zeitgenössisches. Ja, da mag ich nicht sehen, wie irgendjemand, was weiß ich, Bierchen rausschirbt und dann in einer anderen Dimension dann auf dem Klavier spielt gleichzeitig. Oder was weiß ich, was ist da drin hat, der Hans Wurscht, aber hau ab jetzt mit dem Scheiß. Bin ich raus. Muss ich mich gerade aufregen. Apropos aufregen, sollen wir schon langsam unsere Tops und Flops gehen? Das können wir machen. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann lassen wir unseren Gast anfangen. Wir brauchen jetzt von dir noch ein absolutes Highlight des Films und einen absoluten Mistpunkt, wo du sagst, das hätte ich einfach nicht gebraucht. Kotzt mir, dass es das gibt. Ja, ich fange mal mit den zweiten an, weil ich schon erstens gesagt habe und weil es wirklich aufregt. Und zwar ist es tatsächlich, wie die CGI am Schluss vom Film abkackt.
Das hätte es überhaupt nicht braucht, wenn du kein Budget mehr hast für CGI, die irgendwie hinhaut, dann Fakes halt irgendwo anders. Ich meine, bei Das Boot ist ja auch so, dass die krassesten Szenen eigentlich die sind, die es im Boot selber Draht haben, wie halt die Wasserbomben explodieren. Und die sind viel, viel schlimmer wie alles, was dann draußen mit irgendwelchen lumperten, was weiß ich, Explosionen im Wasser gemacht haben. Lasst es einfach bleiben. Und das nervt bei dem Film leider auch, dass dass die CGI am Schluss so abkackt, weil das nimmt ja für mich auch einen Teil von der Immersion. Und das finde ich echt schade. Und ansonsten muss ich sagen, Tops. Ich habe am Anfang gesagt, dass eigentlich ein ziemlich mittelmäßiger Film ist, der sehr, sehr viele Sachen aneinander klebt. Aber jetzt, wo wir da die Zeit drüber geredet haben, finde ich eigentlich viele Sachen eigentlich ziemlich geil und das halt auch ziemlich gut gelöst haben. Also ich sag mal so, da muss nicht jeder mitgehen, aber das ist für mich ist das Geilste, ist einfach das Set-Design auf dem Raumschiff. Das ist einfach nur ein wahnsinnig geiles Raumschiff, wie man es selten gesehen hat. Und auch wenn das jetzt sozusagen aus filmanalytischer Sicht halt ein 0815 Mini-Puzzleteil ist. Aber für mich ist das wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich mich in der Immersion von dem Schiff abgeholt fühle. Und dann haben wir halt ganz, ganz viele tolle Szenen, die natürlich meistens oder fast alle abgekupfert sind, aber geil sind und für sich selber funktionieren. Und ich habe mir halt auch die Wadel geschissen als 17-Jähriger, der sich den Film angeschaut hat. Und dann hat er genau das gemacht, für was er eigentlich da ist. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Mikey, was sagst du? Ich übernehme jetzt gleich mal das mit dem Wadel abscheißen, das übernehme ich jetzt gleich mal zu meinem Top. Und zwar ist mein Top seit Jahrzehnten, seitdem ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, diese Sprachübertragung, die sie da kriegen und dann dieses immer wieder stückweise Rekonstruieren von dieser Nachricht und dann immer wieder, wenn was Neues aufkommt, dieses Geschrei im Hintergrund, also ich habe immer wieder eine Gänsehaut. Das ist ja so ein kleines Detail in dem Film, das mich total ängstigt. Also ich finde das wirklich gruselig, diese Sprachübertragung. Und das, obwohl es so einfach gemacht ist und Ding, aber es ist verdammt effektiv. Das ist mein Top. Und mein Flop ist, dass mir der Horror ein bisschen zu psychologisch ist. Ich hätte ein wenig mehr grafisches Material gehabt. Ich hätte gerne mal vielleicht wirklich auch hier das mit Dämonen oder irgendwas, dass man irgendwas gesehen hätte oder so. Aber er diese Prämisse, die er macht, dieses Grundthema mit Hölle oder andere Dimension oder die Bedrohung von irgendwas, wie so Lovecraft-mäßig, dieser Horror, für den es keinen Namen gibt oder irgendwas, der aus den Weiten vom Weltall irgendwo kommt. Und da hätte ich gerne irgendwas gesehen von dem Ganzen. Also der Film holt mir die ganze Zeit die Angel hier mit der Schweinswurst und lässt mich da nachher gehen, aber von der Schweinswurst kriege ich leider nichts. Ich gehe einfach ewig nachher. Ich habe zwar meinen Spaß. Eine rechter vegane Schweinswurst, gell? Aber bei mir nicht. Ich darf nur Fleisch essen. Bei mir geht's noch. Ja, da hängen wir sauber, die von der Mühle hängen wir da Wurst von hier. Ja, oder die geilen Hackbällchen. Was war das? Ja, Green Force war das. Genau. Also für mich hätte er gerne ein wenig weniger tellen und mehr showen. Show Schein ist das. Genau. Kann ich? Es hat sich jetzt da irgendwie so ein bisschen aus meinen Sachen ein wenig was zusammengepickt. Weil ich finde das Design so geil und auch diese Voicemail, nenne ich es jetzt einfach mal, das Geschrei, das treibt mir auch jedes Mal einen Schauer über den Bugel drüber. Aber dann nehme ich als mein eigenes Flop, den wir vorher schon erzählt haben, den Tod vom wirst du Justin oder was, oder? Ich finde den nämlich so gemein, eben dieses erst im Wahn, der einige, dann den Knopfdrucker und ihm dann in dem Moment, wo der Knopf gedruckt wird und es unumkehrlich ist, wieder zurückkehren lassen und ihm realisieren lassen, was er gerade tut. Das finde ich ist so ein unglaublich gemeine Art, den Typen umzubringen. Ja, ist irgendwie krank, dass das mein Top ist, aber es ist halt einfach so, lasst mich in Ruhe. Ja, vor allem stell dir mal das vor, du bist wirklich da in dieser Schwerelosigkeit, dann schreit der andere, dass er die Luft aus den Lungen rauslassen soll. Und dann platzt er schon das Blut von den Augen aus und Dinge. Die Situation, das erst dann zum Realisieren, weißt du schon, wenn du da so drinnen stehst und dann in dem Moment, wo du das selber gedruckt hast, dann zu realisieren, fuck, das ist jetzt gerade durch mich selber passiert, aber ich wollte das ja gar nicht, das finde ich so fies. Das finde ich richtig geil umgesetzt. Und mein Flop ist dann einfach, dass man so wenig von diesem Video gesehen hat. Da hätte ich einfach gern nicht gerade 5 Sekunden, sondern verteilt die 5 Minuten oder vielleicht direkt eine Szene in dieser, vielleicht wieder Justin da durchgelangt.
einfach gern mehr von dieser anderen Seite. Da hätte ich einfach wesentlich mehr sehen wollen davon. Da haben sie ein bisschen so ein wenig halt so wie dein Flop, ein wenig halt so wenig geschaut. Ja, kann ich verstehen. Ja, das haben wir halt einfach alte Gorbauern. Ja. Das ist einfach so. Ja, wir haben einen Mann, wir brauchen etwas visuell. Wir haben nicht so sensitiv, wir brauchen das visuell. Ich müsste mir das zeigen. Ich meine, der Film, wenn heute gemacht werden darf, dann war es ja nicht nur eine Blutorgie, sondern war es ja sexuell wesentlich expliziter und so weiter und so fort. Also das sind die Zeiten einfach ganz andere heutzutage für damals. Jetzt, wo du es gerade vorhin angesprochen hast, was mich noch ein bisschen getriggert hat jetzt beim erneuten Anschauen, ist eben diese Szene, wie er sich selber als Airlock ausbläst und wie es einem da geht, weil das schaut zwar relativ grob aus, hat aber halt mit der Realität, wie es war, wenn du halt mal so eine explosive Dekompression hast, wenig zum tun. Und wir haben es halt, also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, Realismus, aber halt eben wegen dem Beispiel The Expanse, da wird ja auch alle 3 Folgen irgendwann aus dem Airlock ausgeschmissen und da haben sie es dann schon eigentlich Baseline gesetzt, wie sowas zum Inszenieren ist und dass da eben nicht die Augballen explodieren und dass dann nicht halt das Blut überall auszieht. Dann erzähl, wie geht das dann? Wie läuft das ab? Ja, es ist halt einfach so, natürlich hast du den Druckabfall und natürlich macht er was mit deiner Haut, aber es ist nicht so, dass halt das Blut sofort aus allen Augapfeln ausspritzt und es ist halt auch nicht so, dass du halt sofort irgendwie da alles gefriert, sondern dadurch, dass Vakuum ist ja so, dass quasi die Wärme kein Medium hat, über die es sozusagen den Körper verlassen kann, außer Infrarotstrahlung und du erstickst halt natürlich innerhalb relativ kurzer Zeit im Vakuum draußen, aber es ist halt nicht so, dass quasi Airlock-Door geht auf und du wirst aufblasen wie ein Luftballon und haut dir halt überall sämtliche Därme aus. Aber es war geil inszeniert. Also da kann man nichts sagen. Da hat es mal richtig schön grau lassen. Ja, das war halt Snyder-Style, wie sie mal vorwerfen, oder? Style over Substance. Ja, freilich. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber wie gesagt, jetzt haben wir halt 25 Jahre später, haben wir das Thema x-fach anders durchexerziert und genau. Kann man natürlich in 25 Jahren einen Film jetzt nicht vorhalten. Für damals haben wir das nicht auch schon haben wir das nicht bei irgendeinem Film auch gehabt, wo ein Loch im Helm drinnen ist und dann zerreißt dann Shell einfach? Ja, bei Alien 4, glaube ich. War das Alien 4? Da ist doch so ein kleines Loch und dann zieht das komplette riesenfette Alien durch dieses 5 mm dicke Loch durch. Ja, das haben wir auch noch genau, wo es da ist, aber ich meine direkt, da ist ein Raumanzug drinnen und da meinen die auch, mich an irgendeinen Film zu erinnern, dass dann irgendwie ein Sprung in der Scheibe drinnen ist von dem Raumanzug. Ich glaube, es war eine Frau, die da drinnen war und dass der dann einen Shell zerrissen hat. Also, da hat jetzt gefragt da draußen, unsere Hörer, wenn ihr wisst, was für ein Film der Kani meint, dann schreibt es bitte drunter. Genau. Exploding bitte. Skulls from Space. The Return. Rated R. Aber dann ist jetzt nochmal unser Gast gefragt, nämlich der Triple Threat ist noch nicht geklärt worden. Also Stefan, haben wir in diesem Film Titten? Ich glaube schon. Ich hab's kurz mal, aber ich glaube, wir haben Titten. Also das darf mir eigentlich nicht passieren, dass ich das nicht weiß. Aber ich glaube, wir haben einmal eine Szene, wo sie oben als barbusig auf der Medbay quasi auf dieser Patientenliege liegt, weil sie irgendwas und so weiter und so fort. Und das ist nur ganz kurz und das ist ja ganz, ganz schlimm und dort unsere Kinder alle schlecht machen. Aber ich glaube, wir haben Titten. Also auch beim Ding, oder? Bei der Vision vom Dr. Weir mit seiner Frau, mit seiner Freundin. Ja, genau. Da habe ich gefreut, was mit Substanz in dem Film. Ne? Ja. Jetzt, also ja, wir haben Brüste. Passt. Ja. Wir haben unser erstes T. Haben wir Trompeten? Entblößte, nackte Trompeten? Von männlich gelesenen Personen? Nein, haben wir glaube ich nicht. Da ist er zu früh dran. Maximal in die 5-Sekunden-Schnipsel der Hölle, da wissen wir es aber nicht, das sagen wir nicht Fake News. Nein, ich glaube, das Thema haben sie nicht aufgemacht. Okay, kein Trompetentee. Und wie schaut es aus mit toten Tieren? Tote Tiere im Weltall? Haben wir auch nicht, weil keine Tiere im Weltall. Dann hat er ein T von 3. Bisschen mau. Das ist fast ein wenig schwach. Das erklärt vielleicht den Flop im Kino damals.
Ja. Da sind 20 Millionen Dollar Miese gerechtfertigt, würde ich sagen. Und jetzt im Nachhinein ist er ein bisschen schwach, weil ich meine, wenn man schon so viel bei Alien klaut, hätte man die Katze oder einen Hund auch noch einbringen können. Das stimmt. Das war jetzt nicht schlimm gewesen. Genau. Naja, da ist anscheinend am Ende schon bergab gegangen mit dem Anderson und dann ist Resident Evil gekommen. Ja, irgendein Regisseur hat er mir gesagt. Im Kopf war der schon bei anderen Tieren. Ja, der hat schon überlegt, wie viele Schnitte muss ich in einer Sekunde durchballern, damit dem Kani möglichst stark auf die Nerven geht. Irgendein Regisseur hat mir gesagt, dreh nicht mit Kindern oder Tieren und der hat gesagt, er macht beides nicht. Ja. Das ist uncool für ihn. Irgendwie diskriminierender. Gar nicht. Tatsächlich habe ich mich das gefragt, wie wir das technische Screening gemacht haben von diesem Hundsboot, weil da kommt nämlich auch mal ein Wolf vor und da wollte ich an Benny fragen, ob das jetzt ein echter Wolf ist vom Nationalpark oder ob sie einen CGI-Wolf eingeklebt haben. Das muss ich dann nachher noch fragen. Weil heutzutage kannst du es ja tatsächlich häufig gar nicht mehr sagen. Ja, manchmal leider zu sehr. Ja, freilich. Apropos Trompeten und so weiter, ich habe mir heute nämlich Baldur's Gate 3 installiert auf der PlayStation und das hat mich positiv überrascht, dass du nicht nur quasi Nacktheit und Genitalien einschalten kannst, sondern du kannst halt nicht nur sozusagen die Genitalien obenrum customizen, sondern du kannst da wirklich untenrum den Lendenschurz zur Seite nehmen. Endlich nicht mehr mit Socken ausstopfen. Genau, das hat es früher nicht gegeben. Also wie ich groß geworden bin, die Computerspiele, die waren zwar alle sehr, sehr brutal, aber der Busen, der war immer zumindest irgendwie leicht bekleidet und jetzt hängt sogar der Lörres aus und kannst customizen. Also bist jetzt praktisch fertig mit Elden Ring? Ich bin fertig mit Elden Ring, ja, leider. Ich bin immer nur am Überlegen, ob ich noch einen zweiten Run machen soll mit einem Mage drin und jetzt ist ja der DLC steht ja auch vor der Tür. Ja. Und jetzt habe ich irgendwie aus dem Affekt habe ich mir jetzt Baldur's Gate 3 quasi installiert. Aber es kann tatsächlich sein, sollte Elden Ring der DLC nächste Woche droppen, dass ich dann ganz schnell das wieder aufhören muss. Ja, weil ich glaube, bei Baldur's Gate kannst du auch mit aber die 300 Stunden investieren, wenn du das richtig spielst. Bestimmt, das war bei Baldur's Gate 2 schon so schlimm. Damals war ich aber halt noch Schüler und habe halt Zeit gehabt ohne Ende. Oh je. Na, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ja, sehr schön. Sage ich vielen, vielen lieben Dank schon mal an den Stefan, dass du mitgemacht hast. Das war cool. Ja, allerweil. Hat mir auch brutal Gaudi gemacht. Jo, danke sehr. Und unsere Hörer sagen auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Es ist schön, dass ihr zugehört habt. Und es wisst ihr, was ihr da machen müsst. Mike? Liken, teilen und unsere Abos abschließen und verschenken, weil nur richtig coole Geschenke von Viva la Movilusion eure Liebsten glücklich machen. Alles andere ist scheiße. Das stimmt, ja. Das stimmt. Jeder, der was... Vom Penninger kann man auch was herschenken. Stimmt, nicht alles andere ist scheiße. Wir haben ganz zufällig so viel Schnaps, wir verkaufen den sogar. Ja, wenn du einen Euro möchtest, dann gehen wir vorbei und machen wir Festel. Ah ja, haben wir gleich erledigt, das Thema. Apropos Festel, Stefan, sehen wir uns im Hardline im April? Ja, freilass. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Hast du zufällig einen Termin für mich? Bist du so vorbereitet? Irgendwie ist das über den 9. April, gar nicht selber diese Woche, in der Woche. Ich glaube, der 14. Wir waren nach Ostern quasi. Nach Ostern ist das, ja. Also ich habe auf jeden Fall fest vor, diesmal mehr als nur die 2 Tage vom letzten Mal da zum sein. Sehr schön. Was in meiner Lebens- und Arbeitssituation wirklich brutal schwierig ist, aber ich habe jahrelang das Hardline-Festival ja quasi links liegen lassen, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und dann war ich das letzte Mal 2 Tage dort. Hat sich so ergeben mit irgendwie Schwiegerleibsucher und an Ringsburg vorbeifahren und dann nimmst du halt den Tag noch mit und so weiter und so fort. Und das hat mir aber so brutal geflasht, dass ich jetzt beim Controlling werde ich dann mal 4 Tage einen Antrag stellen. Mal schauen, wie viel das dann genehmigt werden. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder noch mehr da sein, wie schon das letzte Mal. Auf jeden Fall nimmst du jetzt deinen Kalender und schreibst da eine von 11. bis 14. April. Genau. Bis dann alle anderen auch, die Ringsburg und Umgebung herkommen und eine geile Zeit haben wollen mit uns, mit die Hotline-Leuten, mit Stefan natürlich. 11. bis 14. April. Pflichtveranstaltung. Haben wir schon drin. Ich habe auch keine anderen Termine. Ja, Marius. Da ist ein Wirtshaus raus. Wirtshaus raus ist schwierig. Da muss ich mich mal 2-3 Stunden abzwicken. Da kann ich nicht am Samstag. Aber ansonsten schaue ich das auf jeden Fall. Oder ich delegiere das. Nein, ich delegiere das.
Weil Bier trinken kann ja schließlich in Ringsburg auch. Ich wollte gerade sagen, also da muss ich unbedingt fortfahren. Ja. Freitag auf Nacht habe ich noch Kampfsporttraining, da muss ich fast hin. Auwitzwick. Auwitzwick. Also der darf man den nicht aufhängen. Bricht uns an Wenn es von einem gewamperten mit 40er nicht angegangen werden möchtest, dann... ich hau sowieso immer nur in den Sacki und laufe davor. Ja, du, nicht anders wird es uns gelernt. Umdrehen, zusammenfallen, aufs Maul fallen und dann... Genau. Nein, halt mal eintragen. Also ich möchte auf jeden Fall, also ich darf jetzt mal sagen, der Durster und der Sonntag, die sind auf jeden Fall fix und Samstag und Freitag muss ich schauen, einen von den zwei möchte ich auf jeden Fall noch. Vielleicht kann ich einen mit einer Übernachtung noch und so weiter verbinden. Oh, geil, ich bin jetzt schon ganz hibbelig. Ja, ist nicht mehr lang hier. Das wird wieder gut. Okay. Gut, dann, wie gesagt, nochmal ein Danke an dich, ein Danke an unsere Leute, ein Danke an den Mike, ein Danke an den Corby, der es uns dann schreibt und ich hoffe, dass sich er bei uns bedankt, dass wir das mir auch Inhaltsangabe gemacht haben, nicht so wie bei Deathgasm. Ja. Was gut und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal, oder? Mike, du darfst den Corby sein Part übernehmen. Genau, so schaut's aus. Und zwar hören wir uns beim besten bayerischen Podcast der Welt. Nicht von Event Horizon. Europa. Vom deutschsprachigen Ausland. Also Polen. Ja, Österreich. Österreicher mögen uns gern. Die hören uns gern. Ja, die verstehen uns. Ja, dann sag ich nochmal Servus Baba, Busse aufs Bauch, die Herren. Das ist aber Leihwand. Das war Leihwand jetzt. Genau, und jetzt geht's schießen. Genau. Für euch. Servus. Und habe Dere.